Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bur. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Neues Backel spülen wir nach dem Werder-Schar. Die Quetschen klingen super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und Sange klingt jetzt auch schon recht human. Brummel und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bur. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie eure Ohren aufsperrt, dann hört so manche Wiener der sein Klang so wie er nur in Wiener tönt. Und mancher Text, der geht ins Gemüt, so dass man's Herzlpumpen spielt. Das Wiener Lied, das Wiener Herz verwöhnt. Brummle und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bur. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch, servus, küss die Hände. Habe die Ehre, herzlich willkommen. Der Gastgeber der Stunde. Jawohl, heute aus Eiwestal im Weihviertel aus meiner Heimat. Freut mich sehr, dass du da bist, Klaus. Mich freut's. Einmal nicht aus der Klause oder aus dem 16er Bur im Studio, sondern von mir daheim einmal. So ist es. Aus meinem Büro, meinem Studio, meinem Arbeitsraum, Meiner neuen Heimat. Ja. Deiner neuen Heimat. Ja, normalerweise, also, weil ich dann gesagt habe, weil wahrscheinlich nächsten Montag wirst du wieder zu mir rauskommen, wir sind in die Klause. Freue mich schon wieder sehr. Freue mich schon sehr. Ja, aber ich habe gesagt, ich komme mir mal entgegen, ich fahre raus. Und ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ganz große Freude und insofern doppelt dreifach, weil ich werde heute noch bekocht auch noch von deinem Schatzl. Es gibt Lasagne. Aber keine Tiefkühl-Lasagne. Naja, das war's man. Das war's man. Meine Herrschaften, grüß euch gut. Ronald Kreuz war gleich der Erste aus Hamburg. Servus Ronald, große Freude. Servus, unser Nordlicht. Unser Nordlicht, unser Nordlicht. Die Wildcat schreit Huhu und wir grüßen zurück. Huhu. Servus, grüß dich. Franz Brandwein, natürlich. Du bist ja schon ein Fixteil unseres, so wie die anderen auch, aber natürlich, ich freue mich immer so, weil einfach ein echter Fiaker dabei ist. Das taugt mir. Susanne Bum, servus, grüß dich, schön, dass du da bist. Die Daniela Schlögl ist da, grüß dich. Michael Stark, hallo zusammen. Fritz Stadtguss, Nabend. Wohin ist auch wieder dabei, grüß euch. Wildcat, Thomas Bastleike, mein Bruder, servus, Burm. Tommy, servus. Tommy, grüß dich Gott. Ich freue mich, morgen sehen wir uns. Morgen sind wir, wie wir aus der Motorradszene so sagen, bei der Tante Luise. Bei der Tante Luise, weil der Thomas braucht was und da habe ich gesagt, naja, gehe ich mit. Ist er gleich bei mir um die Ecken, daher kommt er morgen rein und nimmt die Mama mit. Wegen einem Ausflug. Und ihr fahrt dann noch wohin wahrscheinlich? Ja, sie fahren wohin dann. Ich nicht mehr nachher. Große Einkäufe, die Mama wieder? Ja, die Mama ist bei meiner Holden und wir sind eben beim Louis. Bei der Tante Luise und werden dort entsprechend schauen, was es dann gibt und dann werden wir weiter sehen. Nicht? Ja. Aber auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ich muss dann schauen, wann meine Mutter nämlich zuschaut, aber auf das warte ich noch. Da muss ich erst meine Mutter zu erkennen geben, weil die hat nämlich heute Geburtstag. Genau heute? Genau heute. Ich habe es heute schon angerufen, es ist gehört für einen Buben, für einen Braven. Und ja, gehört dazu. Ja. So, was haben wir noch? Grüß euch. Irmi Hinkhofer. Servus, grüß dich gut. Servus. Hubert Hinkhofer. Ganze Hinkhofer. Zuschauer. Die Kathi Steurer schaut auch zu, das freut mich.
meine Verwandtschaft aus der buckligen Welt auch dabei. Muppet Turt. Na, Servus aus dem 18. Super Name, Muppet Turt. Muppet Turt? Servus. Freut mich, dass du dabei bist. Schickt mir auch eine Lasagne, sagt die Susanne Bum. Tut mir leid, die werden wir aufessen. Das wird leider so sein. Ja. Wir haben schon wunderbar begonnen mit einem herrlichen Birnenschnapsal. Ein Birnenbrand. Ein Begrüßungsschnapsal heute, ja. Marille ist sich noch nicht ausgegangen, weil da sind wir draufgekommen, dass schon gleich 7 ist. Jetzt haben wir daher müssen. Und meine Mutter ist da. Mutter ist da, schreibt sie, ich bin da. Gerda, servus, grüß dich und alles Gute. Mehr Ständchen. Geburtstag. Ständchen für die Mama. Hat ein kleines Zimmer alles zusammen. Für die Mama. Alles Gute der Mama, sagt der Wohi. Jawohl, schickt's meiner Mama doch eine Achtel. Ja. Der Günther Erich Russell hat das schon eine gehabt. Das berühmte Achtel, unser Beifalls Emoji. Unser genau. Beifalls-Emoji. Jawohl. Schau, Mama, krieg sogar. Hallo Frau Steurer, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sagt der Ronald mit einem freundlichen Sie, wie die Hamburger so sind. Ja, Alles Gute von Nobel, Franz Brandwein, jawohl. Haut's eine die Achteln für meine Mama, gesund bleiben und so weiter. Und so bleiben wie sie ist, dann ist es am leibendsten. Ja, genau. Und wir singen natürlich. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Gerda. Zum Geburtstag viel Glück. Hoch soll sie leben, dreimal hoch. Hoch soll sie leben, dreimal hoch. Kinder soll sie kriegen. Ja, das haben wir schon genug. Ja, alles Gute, Mama. Alles nochmal Gute. von mir. Und von na schau, da kommen die Achteln. Da rennt eine. Alles Gute, Daniela Schlögl, Franz Brandwein. Auch hier, Omi, alles Gute zum Geburtstag von der Katte aus Kirchschlag in der buckligen Welt. Hubert Hinkhofer, wo hier alle dabei. Danke euch vielmals. Gieß für meinen Mund. Sogar von meinem Bruder kommt was. Servus, Mamsch, alles Gute. Herrlich. Ja, Wunderbar. wir können auch ausstessen, aber gleich. Selbstverständlich. Aber es dauert ein bisschen. Ja, oder? weil zuerst müssen wir natürlich die Rubrik des Tages, das Unbottling, starten. Heute Etwas ganz Besonderes haben wir da. aus deiner Gegend, deswegen haben wir es ausgesucht. Eine Nachbargemeinde hier von mir ist namentlich Bullendorf. Bullendorf, und da gibt es einen wunderbaren Wein. Nicht nur einen, aber im Speziellen jetzt von der Familie Graf, vom Adi Graf und vom Lukas Macharik. Lukas solltest du uns auch sehen, der Neffe vom Adi Graf, der Jungwinzer. Das hat 30 Jahre ist er jetzt, der liebe Lukas. Und sie machen einfach einen traumhaft guten Wein. Also es ist mein Hauswein hier in Eibistal. Ja. Ich muss jetzt dazu Und sagen, aus rechtlichen Gründen, muss ich jetzt noch kurz einhaken. Es ist keine Werbung. Nein, ich weiß nicht, es ist eigentlich, jetzt ist schwierig, rechtlich. Das weiß ich nicht, wie man das handhabt, weil es ist insofern schon eine Werbung, weil wir ja davon reden nicht, und das herstellen. Und wir haben ja nicht einmal was gezahlt für die 2 Flaschen. Aber nicht, weil er gesagt hat, da habt ihr einen Wein und redet drüber, sondern. Na, du als alter Schnorrerkönig. Richtig, wir waren bei der Weinverkostung und dann habe ich gesagt, erst schnorr uns doch 2 Flaschen, die wir, also 2, eine für die Sendung und eine für nach der Sendung, die wir dann rein. Also wir titulieren es als Werbung, was aber, ja, weiß ich nicht. Aber nur um rechtlich. Dass man korrekt Geld zu sein. ja, genau, so Ja. ist es ja. Ja. Wir haben nichts bezahlt für diese 2 Flaschen. Aber für die 10 Kisten. Aber für die 10 anderen Kisten. Gut, also ich habe dich unterbrochen. Ja? Du hast mich nicht überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sprich Ja, weiter. wir haben ein wunderbares Wein. Und zwar, ich habe ja schon eine Ankündigung heute gemacht auf Facebook, nicht, dass ein Mammut zu Gast sein wird. Und das ist heute dieser Wein hier von den Mammutwinzern. Sieht man das? Weiß ich noch nicht, warte. Ich gebe es näher vielleicht, kann man Nein, den sehen? warte mal, da muss ich ganz Warte, noch. Schauen wir mal. hier mal. Schau mal, hau nichts um, wenn es geht. Ja. Da ist das Mammut drauf. Aus Bullendorf. Jawohl. Und zwar, das hat jene Begebenheit, da hat man im Jahr 2016 ein Mammut gefunden. Nämlich im Zuge des Baus der Autobahn. Nein, eigentlich nur die 10. Ne? Naja, schon Knochen auch dann. Man hat dann nicht mehr weitergraben können, weil die Autobahn zügig weitergebaut werden musste. Hat quasi die 10. ausgegraben, also die Stoßzähne, von beachtlicher Größe. Ich glaube, die größten, die jemals im Weinviertel gefunden worden sind, 2,60 Meter. Ich habe sogar ich gewusst. Und die 10. Also das ist echt als mein. Ist größer wie ich. Na gut, das ist kein Kunststück. Aber Ja.
und infolgedessen seit 2017 gibt es einen Mammutwein. Es ist natürlich, wie hier in der Gegend, weil es die Hauptrebsorte ist, ein grüner Veltliner. Dort Mammutwein, das sind Ganze- 7 Winzer, ne? Das sind 7 Winzer, Die glorreichen 7. die jeder einen eigenen Wein Genau. machen, aber das gleiche Etikett verwenden Also dafür. die gleiche, eine Vermarktungsgemeinschaft. Gemeinschaft kann man sagen, ja, eigentlich. Und das Ganze muss auch Qualitätswein sein, also nicht irgendein Geschloder, sondern das ist Ja. schon ein bisschen was Besonderes, Richtig. was die da machen. Na, ist es auch, weil eben bei der Verkostung, am Samstag waren wir dort bei der Verkostung, war natürlich natürlich war das Highlight natürlich. ein Abend, der schon länger dauert hat und sich das schon am nächsten Tag bezahlt gemacht hat. Aber auf jeden Fall, nein, war sehr gut. Und dieser Mammutwein, das ist halt sozusagen ein bisschen so dieses Gusto-Stickerl. Und den haben sie, glaube ich, am Freitag haben wir die Am verkostet. Freitag haben wir die verkostet. Weil am Samstag war eben diese Mammutwein-Präsentation. Präsentation wieder vom gleichen Jahrgang. Das ist schon 2019, also ist schon Ja, ein junger. ja. Ein Na gut, Heiliger. ich würde sagen, Na, also reden wir zuerst nicht noch, lang. wir begrüßen herzlich Boysitz Servus, grüß dich. in unserer Pavlatschen. Das haben wir ja jetzt benannt. Das ist nicht gefreut, wenn man irgendwie kundtut, ob euch der Name gefällt. Das ist nicht Pavlatsche, so steht es noch da. Pavlatschen. Wird das sein? Ja. Die 16 beim Pavlatschen, das ist ab jetzt der Titel der Sendung, dieses Livestreams. Wenn er euch gefällt, haut mal ein Glas rein, wenn er euch nicht gefällt, nicht. Dann halt. Ja, so können wir es eigentlich machen. Ja. Aber in der Pavlatschen, also sozusagen kann ich sagen, der erste, den ich in der Pavlatschen begrüße, ist der Boysitz sozusagen. Die anderen habe ich ja vorher schon begrüßt, aber da habe ich noch nicht gesagt Pavlatschen. Und in der Pavlatschen wird jetzt angebottelt. Jetzt hätte ich machen wir es gesagt. auf einfach einmal. Ja. Jawohl, dass wir es angehen. Grüner Veltliner, nicht wahr? 13 Volumensprozent, also es ist kein ganz leichter Veltliner mehr. Wurscht. Ja. Österreichischer Jahrgang 2019, wie gesagt. Ich bin gespannt schon wieder. Ja, ja. Wie er heute schon. Anbotteln. Ein moderner Schraubverschluss, den ich sehr, sehr schätze. Ich weiß, manche Leute hätten lieber einen Kork, aber Ja, wie ist das? Der Hubert Hinkofer schickt uns Biergregeln. Ne, das ist auch leibend. Pavlatschen passt gut, sagt er, wohin. Fritz Status schickt uns was. Die Achteln. Schaut, dass es kein Weißwein-Achtel-Emoji gibt. schauen wir mal rein. Oder Doppler-Emoji. Kann das nicht einer programmieren? Ein Doppler-Emoji. Ah, herrlich. Fruchtig, frisch, Jawohl, Pavlatschen, sagt der Tommy. typischer, das ist ein typischer grüner Veltliner. Der wird getrunken, beinahe. Sehr zum Wohl auf euch. Jetzt können wir auf die zum Wohl. Mama ausstessen. Gehen wir auf die Gerda auf. Jetzt stessen wir auf die Mama auf. Gerda, sehr zum Wohle. Alles Gute, Prost, zum Wohl. Bis morgen. Ein bisschen kalt ist er noch. Aber Ja, das steht. Für mich kann er. ich muss ja mal lesen, auch, was der Lukas immer so schreibt. Der Lukas hat ja literarische Ergüsse immer. Ja. Der Jungwinzer, der Herr Macherik. Was schreibt er denn da? Na, das ist sehr einfach da in dem Fall. Ein kräftiger und runder Wein, charakterstark und extravagant, der etwas andere grüne Veltliner. Lukas, ich gratuliere dir zu dem Satz. Es ist herrlich. Mir gefällt sowas. Ja, nein, aber der Traum. Also, mir schmeckt der sehr gut, ist sehr süffig, leibend und ist trotzdem so charakteristisch. Gefällt mir. Gott sei Dank haben wir ihm 2 Flaschen angeschnurrt. Muss ich sagen. Benjamin Hürdener ist dabei. Grüß dich Gott, servus. Auch wieder einer in der Pavlatschen, der 16er Burm. Ein Musikerkollege noch dazu. Ja, ein Zeigler. Ja. Servus. Der Ferchenbauer ist dabei. Jössers, fast versammelt. Grüß euch, Burm. Nein, du hast doch nichts versammelt. Wir haben gerade angebottelt. Und ja, trinken. Grünen Veltliner aus meiner Heimat, weil wir heute in meiner Heimat sind. In Eibestal. Eibestal, ja. Und ja, Pavlatschen muss man vielleicht noch dazu sagen, manche wissen es vielleicht nicht, Pavlatschen hat ja eigentlich, der echte Begriff, oder als erstes hat sich dieser Begriff bezogen auf die Innenhöfe, auf die Gänge quasi, also den Zugang zu den Wohnungen. Da hat es kein Ganghaus gegeben, ein Stirnhaus oder was, sondern das war im Innenhof. Da hat man außen, meistens waren das Bredeln, also aus Holz, ist man außen quasi zur Wohnung gegangen. Findet man, ich glaube in der Bäckerstraßen, in der Bäckergassen im 1. Bezirk gibt es so einen Innenhof, wo man rein kann. In Otterkring gibt es auch noch etliche, auch, aber die sind ja, meistens ja. heute angesperrt. Sind alle. Zu, ja. Aber das ist eigentlich die Urbedeutung der Pavlatschen. Und dann hat sich irgendwann als zweite Bedeutung die Pavlatschen Bühne entwickelt. Und das war eigentlich eine einfache Bretterbühne. Im Prinzip 2 Holzfaseln, wo ein paar Bredeln drin Genau. gelegt worden sind. Meistens Faseln, weil es ja Dort oft in einer Faseln Wein hat man gehabt. Ne? Schenke waren Ja. oder Hering. Ja. Und das war die Pavlatschen. Also eine Freiluftbühne. Und im Innenhof. Nicht Hinterhof, das war am Land.
in der Stadt im Innenhof. Dort waren die Pavlatschen aufgebaut. Und ich habe mir gedacht, das passt ganz gut für unsere Geschichte. Eine intime Zusammenkunft auf einer einfachen Bretterbühne. In dem Fall halt bei Grüner mit Lina. Du musst einen Schluck nehmen, noch mal sehr zum Wohle. Wohl. Prost. Ich glaube, du musst gleich nachschenken auch wieder. Ich darf ja heute auch was trinken. Weil das gefällt mir. Entschuldigung. Also ja, nein, Entschuldigung, jetzt habe ich da. Weil der Günther Erich Russell fragt den Franz Brandwein, du bist Fiaker. Ja, und ja, bin ich, sagt er. Und der Günther sagt, Glas, ich bin Hufschmied. Ja, das ist aber auch Das geil. ist aber sehr, Ich glaube, sehr das habe cool. ich sogar gewusst, aber das habe ich jetzt irgendwie vergessen gehabt. Aber jetzt, was er schreibt, das ist leibern. Ein Hufschmied. Ja, das gefällt mir. Die Weike des Hackeln, das weiß ich, hast du schon angekündigt. Du bist in der Spätschicht, aber du bist da. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ja. So. Der Günther ist in der Steiermark. Ich verstehe. Na, großartig. Ja, hast du nachgeschenkt. Ja, wunderbar. Ja, freilich. hab Wir ich trinken nachgeschenkt, ein Schluckerl. Kann nicht schon. Ja, der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ja, du hast gesagt, du kannst trinken, noch nein, weil du bist da daheim. Ich bin da daheim, ja. Du musst nicht heimfahren. Und du heute? Ich kann auch trinken. Warum? Du wirst da schlafen bei uns. Richtig. Ich habe zum Patrick gesagt, naja, wenn ich schon rauskomme, bleibe ich raus. So geht das nicht. Das heißt, wir machen das auf ganz gemütlich, hauen uns die Lasagne dann noch rein. Das zweite Flasche und wie gesagt, wir haben ein paar Kisten eingekauft, so ist es nicht. Da geht dann was weiter. So, jetzt spielen wir mal was. Vielleicht essen wir einen Kropfen auch noch. Ich habe schon 2 gegessen vorher. Leicht möglich. Du hast auch schon einen gegessen, hm? Ich war schon gegessen, natürlich in der Fastenzeit, noch Faschingszeit. Morgen muss man unbedingt noch. Morgen bin ich in Freundesrunde am Abend, da haben wir Schnitzel essen. Traditionell. Traditionell, ja. Da quasi. haben wir Schnitzel essen bis 0 Uhr. Bis 0 Uhr, also da werden ein Haufen, da wird ein richtiger Bergschnitzel gemacht. Der liegt dann so auf so einem Bredel. Und der muss weg. Und also das muss wirklich dann bis 0 Uhr muss der weg sein. Weil ab 0 Uhr ist dann Fastenzeit, da wird nur mehr getrunken. Weil ich mache morgen einen Heringsschmaus. Für Ja, ist eine auch gut. Elisabeth und mich. Ja. Das ist auch gut. Die meisten machen Einen das am Mittwoch. Heringssalat mache ich eigentlich. Ja, ja. Die meisten machen das am Mittwoch, das finde ich falsch. Ist eigentlich schon spät. Diese zu spät bereits, Mittwochs-Hering-Schmaus-Geschichte, ich meine, das ist ja wirklich ganz Eigentlich der daneben. Aschermittwoch ist der erste Fasttag. Eigentlich schon, ja. Wobei der Fisch ja eigentlich wieder eine Fastenspeise ist natürlich. Naja, gut, ja, aber nicht der Heringsschmaus, nicht? Ich bin in den ganzen Lokalen, das ist eine Fresserei. Du bist auf der Harry Schneller Fonte ist da, ne? Endlich bist du schon Servus. angegangen. Bist du schon? Grüß euch, Burm. Hab noch ein göttliches Tiramisu machen müssen. Jetzt sitze ich bei euch mit einem Wöschriesling und einem Braufettenbrot. Brotal, jawohl! Also Harry, eins muss ich da sagen, war doch leibend, wenn wir das als Nachspeis hätten für uns. Das war Zuerst eine Lasagne und dann ein Tiramisu. Passt auch von der Gegend sogar zusammen. Stimmt, stimmt. Jetzt habe ich einen Gust auf ein Tiramisu. Danke, Harry. Das ist wirklich- Danke. Bist du auch Ja. Freund gewesen? Nein, Scherz. Ja. Gott sei Dank, der Johann Schütz hat uns zu uns gefunden, obwohl das WLAN aufgrund der Stürme ein bisschen schwach auf der Brust ist. Aber Johann, du hast das geschafft. Und Also das stürmt es bei euch immer noch, oder was? Bei uns stürmt nichts mehr. naja, oder es ist noch, das sind noch die Oder die Nachwehen, ja, die Nachwehen. Masten verstellt und Kann so leicht weiter. sein, das kann leicht sein. Aber es muss wirklich in der Nacht arg gestürmt haben, Ja. weil durch die Eingangstür hat es bei uns in der Nacht Blauen, also kleine und so relativ viel Drehgeile gewartet. Bei meinem Bruder hat es in den Kirchen hat's irgendwas aufs Dach gehauen. Oder bei meinem Neffen ist ein Baum umgeflogen. Ja. Die Susanne schreibt richtig, Klaus, ab Mittwoch kannst du fasten. Ganz genau. Bis Mittwoch wird noch Jetzt müssen wir es noch ausnutzen. der Genuss wird noch gepflegt. Genau. Servus, Sehr jetzt zum spielen wir Wohl. mal ein schönes Okay, Lied ja. dazwischen. Was wir schon lange nicht gespielt haben, das passt jetzt noch zur Fresszeit. Die Wampen. Haben wir schon lange Die gespielt? haben wir lange nicht gespielt in der Sendung. Ja? Den machen wir mit, der fangen wir an. Wenn die Leute in Grenzen gesoffen sind, da tanzt gleich renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Lehen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie nur mein Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Wurzelwampen, die zeige gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Wurzelwampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, hätte ich auf der Welt eine Winter mehr, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die Gott
mir gefällt, aber nicht einmal um noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. So schaut's aus. So schaut's aus. Jetzt haben wir richtig geschreckt, weil die Elise, anstatt das in der Küche. Meine liebe Elisabeth steht nämlich jetzt, ich sehe das nicht hinter der Kamera, ich sehe es nicht wirklich, weil ich bin durch das Licht so geblendet. Die macht einen Behind the Scenes. Sie macht einen Film, machst du einen Film eigentlich oder machst du ein Foto? Ich weiß nicht, das tut so lange, hat sie das Handy, das wird man dann auf Facebook sehen können. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber, was? Brauchst du eine neue Brille? Ja. Ich brauche auch eine neue Nein, Brille. das war geblendet. Ja, nein, mir da richtig geschenkt für diese Behind the Scenes Stories, die da gemacht werden. Ja, war der Harry Schneider von der Tiramisu ist für Mittwoch. Wieso magst du heute Tiramisu? Naja, das ist ein bisschen durchziehen. Was heißt durchziehen? Na, dass die Bischgotten schön. Ja, das haben wir früher einmal gesagt, das hat nicht gehalten 2 Stunden. Die kann, wenn ich weiß, das war früher schon, nicht, wenn die Mutter ein Tiramisu gemacht hat, das ist im Kühlschrank gestanden. Also das war nicht denkbar am Montag für einen Mittwoch. Das hat den Tag nicht überlebt. Das ist ja so, ja. Naja, was der? Naja, auf jeden Fall, na, die Wanden, die haben wir schon lange nicht gespielt, ja. Alter, ja. Ja, jetzt haben wir gespielt beim Kulturverein in Höflein an der Donau. Im Kulturkeller, ja. Ja. War sehr interessant dort. War nett. Ja. Ausverkauftes Haus dort. Heillos ausverkauft. Und ein schöner Keller. Also ein Gewölbe. Wirklich leibend. Das aus dem 17. Jahrhundert. Ja. Also recht. Wo man überall hinkommt. Ja, das war aber echt toll. Ja. War tolle Akustik. Das waren glaube ich 80 Leute oder sowas und wir haben dort unverstärkt gespielt, weil die Akustik so leibend war. Ja. Ich habe gesagt, da brauchen wir gar keine Anlage. Und das ist mir immer lieber. Im Notfall ist mir immer lieber ohne Anlage. Aber wenn es natürlich zu viel Leute sind, dann muss die Anlage aufstehen. Ja, das ist es so. Für das haben wir es ja auch, muss man ehrlich sagen. Ja. Wir leben in einer wunderbaren Zeit, nicht? Also, Ja, ich habe nichts dagegen. das stimmt. Der Zonko ist da. Den Zonko grüßen wir herzlichst. Servus, grüß dich. Nicht mit Rauchsaftel, sondern mit einem grünen Veltliner aus der Gegend. Aus Bullendorf, Sehr. vom Adi Graf. Du sagst immer so, als ob das eine Werbung ist. Ist keine Werbung. Ah ja. Nein, ist ein lieber Freund. Eine Empfehlung. Ist Eine Empfehlung, ja. Aber es hat Bildausschnitt Überhaupt keine Werbung. Weltklasse, schreibt er. Hintergrund ein Traum, Auflösung hat noch Luft nach oben. Ja, das stimmt, das habe ich vorher auch schon festgestellt. Ich weiß aber nicht warum. Wieso aber? Ja, naja, ich glaube, die ist zu weit weg, die Kamera. Aber das ist halt gedacht, das ist eine Webcam. Wobei das heute näher als sonst. Nein, viel näher ist nicht. Viel näher ist nicht. Sonst ist immer mehr Abstand noch Nein, dazwischen. da ist nicht viel. Nein. Aber es ist halt, damit wir 2 Leute aufbringen und der Webcam ist halt gedacht immer für einen, nicht, der vor dem Computer sitzt. Mit 2 Leuten wird es dann schon schwierig. Aber du hast vollkommen recht. Ja, Luft nach oben. Aber der Hintergrund, ja, Patricks, Ja, kleiner Ausschnitt. Ein Teil meiner, ich bin ja ein Philharmoniker. Das teile ich übrigens mit Freddy Gradinger. Ein Schenkelklopfer heute. Kleines Scherzerl. Der erste Schenkelklopfer in der 16er Burmbaulatschen. Ja, ich hab dich unterbrochen. Nein, Sprich, ja. dahinter ist, ich finde es ein schönes Hintergrundbild, aber die stehen ja nicht nur zum Ausschauen da, die werden auch bespielt. Ja, Also- alle auch nicht. He? Also, oh, es gingen alle, noch. Ja, gingen. Na, schau da. Das ist so vom Baujahr 1910 über Baujahr, also das ist 1905, bitte da, die alte Schrammelharmonika. Also die Regelstein noch? Ist das in Die Regelsteine habe ich nicht mehr, aber das ist ein Budowitz. Die Budowitz. Blödsinn, das ist ein Budowitz 1898, Entschuldigung, die ist noch älter. Eine Stachel aus Graz, 1910er steirische. Die ist 1941 gebaut, ein Reisinger Schrammelharmonika. Ein Oellerer, die ist 1984. Und das ist eigentlich mein, Das ist vom so Opa. in Ehren, das ist die Harmonika, die sich der Opa bauen hat lassen, einmal, ja, im 84er Jahr. Ja. An die kann ich mich erinnern. Die Oellerer. Weil der Opa, Ja. der Hans hat ja auch versucht, mir das Harmonikaspielen näher zu bringen. Aber wir sind auch so gute Freunde von ihm. Das hat nicht viel Na, Sinn. du hättest Talent gehabt, der Opa war nicht Ding. Ja, Talent. Aber ich bin Ein Gitarrist. bisschen üben müssen. Ja, ich war auf ein Instrument, weil ich habe mich nur auf eins konzentrieren können. Ist nicht anders gegangen. Ja, der Zuckermann, bitte reiß den 1910er an. Geht das? Das können wir machen. Die ist allerdings von der Stimmung her jetzt bitte tatsächlich nicht. Die muss ich allein spielen. Die hat nämlich noch eine alte Stimmung, die hohe Stimmung noch. Was, Die passt nicht zusammen. auf 444, 45, Ja, 46? so ein bisschen mehr. Das passt, nein, das passt überhaupt nicht zusammen. Die ist genau dazwischen. Die alte Deutschmeisterstimmung ist das noch. Die Ja. alte Blas. Geschenk vorher nochmal Die nach, alte bitte. Blasmusikstimmung. Außerdem ist sie ziemlich verstimmt.
Das macht nichts, aber das geben wir uns. Man kann sich einmal anhören kurz. Ja. Der Ball sitzt auch da, das Bild ist ein bisschen unscharf. Ja, das stimmt. Nein, ich glaube, liegt wirklich daran, dass die Kamera einfach zu weit weg ist. Die ist nicht weiter weg als sonst. Nein, das ist sonst auch nicht so scharf, das Bild. Nur merkt es nicht wirklich. Aber es ist ja so, dass das eben in Fokus, das ist nicht Warum merkt man auf die das Dinge. Man merkt, ist da auch, nur da sieht man, weil die Details, Also, weil die Details weil man die nicht so groß gut sind, sieht. Ne? Ja. Ja, Markus Pristonik oder Pristonik? Pristonik, servus. Pristonik, Markus Pristonik. Grüß dich. Philharmoniker, 1 Euro in die Wortspielkasse. Unbedingt. Danke. Ein Philharmoniker ist natürlich. Ja. Heute der Wölsch Riesling aus dem Burgenland trinkt der Harry Schneller Fonte. Der schon vorher gemeint hat, dass die Wampen muss man nicht spülen, die ist immer da. Ein Poet. Der Harry ist ein Poet. Ja. Der Zonko angegeben mit der neuen Kamera. Ja, ich habe mich hingekommen, das stimmt schon, aber ich glaube nämlich, der Zonko die gleiche wie ich. Aber wie gesagt, das liegt sicher daran, das ist einfach, diese Webcams sind gedacht für näher. Und daher. Oder der Patrick hat es früher putzt, das kann es auch sein natürlich. Ja, Das glaube ich nicht. ja der Zonko hat gesagt, wollte gerade sagen, die Deutschmeister spielen heute noch in der hohen Stimmung. Ja, klar, genau. als Blechbläser war. Nein, also reiß auf. Nimm's her. Muss ich die Gitarre weg da? Oder? Ich kann mit dir Löffel dazu spielen. Das geht das machen, kannst du auch nehmen. Ich habe es ungefähr zusammengestimmt einmal. Ja. Das sind die Reserve-Löffel, sag ich nämlich. Kriegen wir schon hin. 1910 ist ja richtig. Du viel Geld überhaupt. Schau mal. Ich muss auf den Ton schauen. Sie spielt immer noch nach der langen Zeit. Ui, Das ist ja aber Wahnsinn Vollgas. eigentlich, gell? Super. Ein schönes Stück habe ich einmal bekommen von einem ganz lieben Freund, auch Harmonikerbauer in der Steiermark, vom Baz Franz. Vom Bad Franz, ja. Vom Senior, vom vom leibende Erlebnisse gehabt beim Bad Franz. Na, wie die Ehre. Weltklasse, sagt der Zonko. Der Zonko hat die Kamera besser im Griff, sagt der Ball sitzt. Ich glaube, ich werde die sperren. Sperren tue ich die. Nein, habt vollkommen recht. Alle begeistert. Patrick, du kriegst Applaus. Dankeschön. Ohne Ende, in Form von. Ich werde die gleich 8 rot. Ja. Der Kurt Strom ist auch wieder da. Gute Servus, grüß dich. Kurti, auf den Kurti trinkt man. Einer der nettesten Ja. Kollegen, die wir haben. Sehr zum Wohl, Kurti. Großartiger Sänger Kurt Stromer. Schaut rein, man könnte mich auch klicken da eigentlich, nicht? Hat auch einen YouTube-Kanal, einen eigenen Ja, auch. schaut's rein. Schaut Und rein, Kurti, bitte, unbedingt. auf dich trinken wir jetzt mit einem Zum Wohle. grünen Veltliner aus dem Weihviertel. Aus Bullendorf, ja. Ja, gefällt an jedem. Patrick, du bekommst Wie gesagt, aber tatsächlich. das ist so ein Instrument, bitte Schulstunde. Auf dem Instrument spielt man nicht jeden Tag, weil es einfach viel Luft braucht und das klappert und schäbert alles. Und aber so ab und zu ein Stickel drauf ist schön, wie man sieht, wie 1910, ich meine, das ist 110 Jahre her, wie die damals mit den damaligen technischen Möglichkeiten so ein Instrument überbaut haben. Höchste Hochachtung. Also, Absolut. und ich weiß, von was ich sprich, weil ich baue mir die Schrammelharmonikas auch. Also, Absolut. Ja, weil mit den Materialien damals und den Möglichkeiten, den Maschinen damals, was sie hatten. Hast du nicht irgendwo noch die Skandale stehen? Ist die, oder ist die Nein, weggegangen? die, die, ist weg, die ist komplett weg, die kommt da nicht jetzt. Achso, kann nichts mehr. Schade. Ich kaufe mir eine neue 5 Regel. Aber Das ist gescheit, kauft eine neue. Nein, aber die war anleihen. eine russische, ja, Jupiter. Bayer. Mit der haben wir viel Action gemacht. Das war die Skandale, ne? Das kann da ja. Und das ist ja quasi dann vergleichbar, jetzt sage ich mal so, eben wie mit einer großen Harmonika, wo du die Register hast zum Drucken und so weiter. Genau. Und das war natürlich jetzt vom Wienerischen her nicht so der Reißer, aber von anderen Sachen, also jazzige Dinge, das war schon geil damit. Ne? Weil es halt Stimmungen gehabt hast. Ne? Wobei da mit einen Korl halt einen Hodiner gehabt habe, das ist die Wiener Stimmung, die Wiener Schrammelharmonika-Stimmung,
Da kannst du alles drauf spielen. Da kannst du alles. Der Ja. Jazz auch. Auf jeden Fall, aber Das ich sag mal, geht aber immer, ne? das Flotte geht halt weniger, weil es halt braucht zum Ja, Aussprechen. wobei ne? die. Ja, aber es ist ein bisschen ein Unterschied. Aber das Ja. stimmt, also ich bin das, für mich braucht man keine Lanze brechen für die Wiener Stimmung. Das ist so oder so eine Welt. Also da gibt's kein Thema. Ja. Aber es kommt, wenn ich ein bisschen Sporen tue, fleißig noch wird irgendwann, es kommt einmal ein. Entweder wird es ein Hona-Cola, letztes Jahr habe ich eine Hona-Cola, also Musiker wissen das vielleicht, was das ist. Eine Cola, aber die hat dann doch über 10.000 Euro gekostet, aus dem Jahr 1968. Ja, Aber es kommt wieder eine. Also. kommt wieder eine. Ja, das Geld muss gespart werden. Pickler Rudi hat ja auch Cola. Ne? Ich weiß. Ich weiß. Eins. Die ist nämlich nicht so scharf und die ist nämlich schön wach und rund, aber, Ja. aber tragt einfach, also ist unglaublich. Das ist ein berühmtes Instrument. Ja. Die Von aber- Giovanni Gola damals gebaut, Aber Akkordeonbaumeister, der bei Hona beschäftigt war. Ja. Aber halt ein irre Preis. Ne? Der Also, Neupreis, glaube ich, über 40.000 Euro das ist jetzt. Wird noch immer gebaut. Die einzige, glaube ich, die nicht in China, sondern nach wie vor in Trossingen in Deutschland baut, Ja. die Gola. Ah, unglaublich eigentlich. ja, das ist. Aber natürlich, man 40. Das ist schon schnell. Also, ne? Aber das ist halt so. Die Instrumente sind es wert. Oftmals selten. Ja, nie. das ist die Frage. Ja. Das ist die Frage. Aber wir haben einen Vorteil, als Heigenmusiker können wir wenigstens trinken. Das heißt, wir Ja. können das Geld ausgeben für Instrumente und können dann entsprechend Und so ein Kummer unseren Kummer in begießen. ja. Du schau her, der Harry Schneider-Font, der hat eine Schreibmaschine aus 1926 auch mit Knöpferl. Schön. Ja, das stimmt. Schön. Da kannst du aber nur, wie heißt das, was der Jerry Lewis immer nicht gemacht hat, die Schreibmaschinenstickel. Typewriter. Typewriter, sagen wir, ja. irgendwie, ja, So genau. ist- Rag, nein, Rag ist nicht, aber Ich habe gehabt, meine älteste Gitarre, Kontragitarre, die ich gehabt habe, war aus 1889 ja. vom Reisinger. Einer der ersten Stücke, die der Reisinger gebaut hat, berühmte Gitarrenmanufaktur in Wien. Und der hat einen Lehrbuben gehabt, nämlich in Wessely. Und der Wessely war dann nachher eigentlich bis dato der absolut großartigste, ja. unreich, beste Bis jetzt. Spieler. Und von dem habe ich gehabt, vom Wessely habe ich gehabt, eine aus 1956. 54, 56, ja. Also eine der letzten. Also eine der ersten vom Reisinger, vom Lehrmaster Lehrer, ja. und eine der letzten vom Lehrbuben quasi. Ne? Da war auch irgendwie ausgesprochen toll, aber ich habe es immer verkaufen müssen, damit ich mir die nächsten dann leisten habe können. Weil das halt auch irre ins Geld geht. Nicht? Aber du merkst halt den riesen Unterschied, wenn du zur Gitarre spielst. Eine Spitze, also auch wenn sie aus 1889 stammt, immer die war in Ordnung und alles, immer ein bisschen schwerer zum Spielen, halt, weil die Griffbrillen schmal sind, solche Dinge, aber vom Klang her. Und mich wundert das hat 2 Weltkriege überlebt. Die war gut gelagert worden. Ne? Ja, wo hat man das? Aber es war wieder auch gesagt, zu der Schrabelharmonika, die ist 1941 gebaut worden. Wie er das damals gemacht hat, der Reisinger, weiß ich, alles Material hat alte Kästen vielleicht zerschnitten und solche Sachen. Wäre ein Teil drinnen, wenn ich schon natürlich öfters reingeschaut zum Stimmen und so weiter. Der eine Teil hier, der Klappenboden, schaut aus, wie wenn das aus einem Kosten ausgeschnitten. Ja, das war trockenes Holz. Das Das Staub hat immer gearbeitet. Und Ja. damals hast du noch viel Und Holzkästen gehabt. Ja. 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 Natürlich der Franzbrand war nicht der Vorteil. Ne? Ich habe ein XD von 1988 mit Kickstarter. Ja. Ja. Ein XD? Was, ein 500 oder was? Das weiß ich nicht, das musst du. Ich weiß nicht, aber was ein XD ist, weiß ich schon. Ja. Der Weike von Roy und Meusler schauen es später an. Ja, das möchte ich hoffen, nicht? Weil wenn du schon da in Nachtschicht hast, nicht, dass dann deine Vögel daheim auch noch ein bisschen eine Wiener Kultur vermittelt bekommen. Also, danke schön, dass du ja das dann Danke. nachher ausspielst. Der Günther Erich Russell, wie viele Gitarren hast du? Waren wahrscheinlich mehr, oder? Man vielleicht die. Wie viel hast du? 2, 3? Da habe ich 2. nur mehr eine jetzt eigentlich. Ein Bass, Ja, ein Bassgitarre. ein E-Bass habe ich, eine Bassgitarre und eine normale, also eine Konzertgitarre. Also alle anderen habe ich hergegeben Ich habe nicht so in der viel. Zwischenzeit. Aber es kommt wieder, eine Gitarre kommt noch dazu jetzt wieder. Ja. Bei mir kommen laufend Gitarren. Eine. Aber keine Kontragitarre. Na, Kontragitarren habe ich derzeit nur 2, was mich ein bisschen trifft. Aber ich habe mir nicht mehr leisten können. Also ich habe immer die anderen Gitarren verkaufen müssen, damit ich mir die nächste leisten kann. Aber leider nur 2 noch. Irgendwann jetzt eine 3. Ja, normal. Was habe ich denn? Was habe ich noch? Gitarren? Jazzgitarren. E-Jazz-Gitarre. Die Gypsy-Gitarre. Die Western-Gitarre. Von Fender die. Dann habe ich noch die Yamaha.
Dann habe ich Wie viele noch Strats hast du? 2, gell? 2 Strats. Ja. Ja. Und 2 Mandolinen. 2 Mandolinen. hast du auch noch, ja. Ein Fender und. Oder was ist das? Ja, ein Fender Und und die ein Seagull. und ein Seagull, ja. Ja. Mhm. Ja, aber ich kann es auch nicht spielen. Ich habe einmal eine Zeit lang gar nicht schlecht spielen können. Also, gar nicht schlecht. Ich war, zumindest habe ich damit umgekommen und dann habe ich es aber liegen lassen, weil ich keine Zeit mehr gehabt habe. Ja, alles wieder weg. Das muss ich wieder von vorne anfangen. Und ein Grund bei mir ist vielleicht deswegen, weil ich nicht mehr Gitarren da habe. Ich brauche nur in die Nachbarortschaft fahren eigentlich. Und mein Bruder hat eine kleine Sammlung. Na, was denn? Na, was denn? Diverser Schätzchen. Also, darum sage ich, es kommt auch nicht wieder zu mir, aber die kommt von meinem Bruder, das wird dann eine Leihgabe sein. Also, Ja, nein, da. die Kern spielt nämlich auch. Also. Aber also, ja. Aber man kennt, also Gitarren, gute Gitarren kriegst du ja relativ günstig schon. Also das ist heute nicht mehr so ein Ding. Kontragitarre ist halt was anderes, weil da gibt es kein Billig-Segment. Ne? Aber alle anderen Gitarren, ich meine, da sind natürlich auch Unterschiede zu den meisten Instrumenten, da wir nicht reden. Ne? Aber du kriegst eine brauchbare, gute Gitarre, kriegst eben schon mal Geld, was man sich leisten kann. Das geht. Ne? Und die E-Gitarren, das ist ja für mich nur ein Spaß. Das ist ja nur der Hammerhetz, Jux, Dollerei. Ja. Aber mein wesentlichste Stücke sind eben die Kontragitarren und da habe ich nur 2. Dabei. Franz Bartwein sagt, ja, die 500er hat er. Aber nicht die Silberdank, den Nachfolger. Na schau. Also, Die Silberdank kann mich erinnern, die hat mir als kleiner Bub so gut gefallen. ich soll jetzt auch heute noch. Mit polierten Silberdank. Ja, also für die, die es nicht wissen, es geht gerade um ein Motorrad. Klassiker. Harry Schneider-Fonte, mein Vogel ist immer dabei, das glaube ich, haben wir das Wort. Günther Erich Russell und du Klaus, ja, ich glaube, das habe ich gerade schon beantwortet. Mit den Gitarren. So, was ich immer habe, egal um welche Instrumente es geht, ein Durst. Ein Durst habe ich immer, deswegen trinkt man jetzt einmal. Soll ich da Wasser bringen? Nein, brauchst du nicht, bleib sitzen. Jetzt wieder komisch. Meine Herrschaften, wieder mal ein Schluck für zwischendurch, dann spielen Ich wir wieder. trinke die ganze Zeit, so spielen wir zwischendurch immer, ne? Zum Wohle. Gingen die Alten auch? Budowitz oder was? Gingen die auch? Die geht auch, ich habe lange nicht gespielt, aber sicher geht die auch, ja. Ich spiele was auf der Budowitz auch. Ich hoffe, das geht. Wow. Warte, bevor du das ausstaubst. Moment, meine lieben Freunde. Hoppala, naja. Die steht schon seit vor Weihnachten da, trocken. Aber es ist ein bisschen staubig, geht schon. Budowitzer. Ist auch von der Stimmung her natürlich nicht mehr so ganz sauber wahrscheinlich, aber ich glaube. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. 1898. 1898. Was spielen wir da? Das spielen wir da jetzt. Machen wir So was aus der Zeit vielleicht sogar. ein Ledermarsch oder was? So irgendwas vielleicht? Ein Instrumentalstickel, das Schau man mal. hört. Ja, machen wir. Ja? Jetzt hört man's. Muss man so unbemerkt aufhören. Aber da merkt man, das ist schon etwas von der Stimmung daneben. Ne? Aber sonst grundsätzlich Ja. ein wunderschöner Ton. Ja. Ja. Was ist eigentlich so wenig einfach? Herrlich. Was ist mit ihr? Und da merkt man eigentlich, so ganz wahr, wie man heute in der Wiener Musikszene immer sagt, waren die alten Budowitzer eigentlich gar nicht. Das ist relativ scharf eigentlich. Im Vergleich schon auf jeden Fall. Ja. So einer Reisinger dann. Das ist auch eine Entwicklung gewesen wahrscheinlich. Im Vergleich absolut. Was ist mit dir? Spielen wir die auch? Die Reisinger, das war ja mein Hauptinstrument. Ja, ich weiß. bis vor Es 7 sind Jahren. sogar noch die neuen, also die modernen Riemen drauf.
die ist auch schon jetzt Jahre nicht mehr bespielt worden. Die wird dann vor Weihnachten noch. Hergenommen wieder. Wir heizen mit Holz in diesem Der Haushalt. Benjamin Rüdinger folgt alles nur im grünen Bereich. Was meinst du damit jetzt da, ganz konkret? Naja, von der Stimmung her. Von der Stimmung her, Naja, nein, Ich glaube, niemand du mehr meinst, wirklich. du meinst der unsere wieder. Du kriegst? Ja, Achtung kriegst. Danke euch. Aber die ist ja schon wieder 1941, das ist schon wieder ganz eine andere. Neumodisches Klumpert. Eigentlich schon. Schäbert, das ist ja das, warum ich so gerne auf die Neichen spiele. Das haben wir immer im Studio die Probleme gehabt, gell? Wenn wir im Studio immer was mit dem Mikrofon angenommen haben und da hast du immer das Klappern umgehabt. Das war. Spielen wir das gleiche Stückchen noch mehr, aber ein bisschen kürzer auch vielleicht. Na, Ne? bist du, Und die klingt schon vom Ding her wie mein Eiche. Schau mal, ja. Wirst merken. Das ist der Schmalztopf. Ist gar nicht so leicht. Weil die Mensuren überall anders sind von jeder. Jetzt greifst du natürlich, wenn du eingespielt bist auf ein Instrument, dann liegst du dazwischen. Ja, so mit der Wie bei Gitarre den genauso. Gitarren, ne? Da geht's um Zeiger Millimeter. kennen, ab und der Herr Rüdinger. Die Schlagzeuger kennen das auch und das Schlagzeug nicht genauso da steht, wie man es Naja. Ja. Alluda, wie man sagt. Ja. Ja, das ist bei den Gitarren merke ich das auch. Das war ein schönes Instrument, ja. Ja, absolut. Eine super Geschichte. Ja, Kann man mittlerweile, herrichten, ja. der Otto Lehrer ist schon dabei. Er schreibt wieder zu spät. Nein, du bist ein bisschen später dran, aber zu spät bist du nicht. Denn, wie heißt's? Der Zauberer kommt immer zur rechten Zeit. So, Ralf Romer, grüß dich Gott, servus. Er schickt Daumen hoch und den blauen Ozean. Das heißt, den Rolf müssen wir noch aufklären, das Emoji des Beifalls in unserer Pavlatschen hier Genau. ist das rote Achtel. Das, was alle anderen auch schicken. Das rote Achtel ist quasi unser blauer Ozean. Der Zonko sagt, sollte ein Wiener in die Sümpfe auswandern, würde er in einer Cajun-Improvisation. Cajun. Ja, stimmt, völlig richtig, Zonko. Was heißt das? Cajun? Cajun, ja? Kennst du nicht die Swamp People? Wie heißen die? Swamp People. Das Südstaaten. das sehe ich ja, da weiß ich eh. Südstaaten, die Und was- Rednecks. Ja, ich kenne ich auch. Aber was ist- Cajun Music, da wird die diatonische Noch nie gehört. Harmonika gespielt. Auch. Ich hab noch nie. Südstaatenmusik, großartig, Volksmusik dort. Von den Einwanderern, großteils Franzosen und ein paar Deutsche dabei, hat sich dann gemischt mit den afroamerikanischen Rhythmen, großartig. Ja. Herr Oliver Grün kennt sich da aus. Ja, das kann man erst, ich habe mir noch nicht. Zumindest ist mir da Musik, ja. überhaupt nicht bewusst. Also die Musik, was du redest, das weiß ich schon. Den Begriff, Cajun, schau, da habe ich. Cajun, ja. Blamiere mich, da blamiere ich Nein, vor Leute, das war überhaupt nicht, wurscht. überhaupt nicht, gar Das war nicht. wurscht, aber ja, habe ich wirklich nicht gewusst. Ja, der Benjamin Rüdinger, das ist das Beste. So ein bisschen ein Klappern hier, ein Ranzen dort. Genau das ist, was die alten Instrumente so großartig macht. Moderne Instrumente sind schön und geschliffen, aber Naja, da muss ich da ein bisschen widersprechen, Benny, weil die alten Instrumente waren damals, wie sie neu waren, haben es nicht geklappt. das stimmt, ja. Das ist ein bisschen so romantisch verklärt. Nein, es ist. Ja. Ich mag es nicht so wie. Wir sind ist das Neugebaute schon wieder. Es kommt davon. Ich habe ja bis vor, wann habe ich denn meine erste Neiche gekauft? 5 Jahre, 6 Jahre her. Bis dorthin, 25 habe ich nur auf alten Instrumenten gespielt, weil halt keine andere Möglichkeit war. Und es ist halt so,
das hat alles einen Reiz, das stimmt. Absolut. Aber de facto, wenn du Absolut. es wirklich spürst, ist es halt, man schaut halt dann irgendwann darauf, dass es möglichst angenehm zum Spülen ist. Wisst ihr, was ich meine? Das Und trotzdem auch gut klingen. Naja, gut klingen sowieso, aber ein neues klingt immer gut. Aber natürlich, du holst aus einem alten Instrument, kannst du andere Dinge rausholen, das stimmt schon. Für manche Sachen leibend, im Ja. Alltagsgeschäft ist es natürlich viel zu romantisiert. Nicht? Und du nimmst da nicht die, interessanterweise, wenn wir bei dem Thema sind, es gibt eine wunderbare Dokumentation, ich glaube, war das auf Arte oder war das auch auf Dreisat, über alte Geigen und neue Geigen. Da haben sie Stradivari, Guarneri und von neuen Geigenbaumeistern großartige Geiger und Solokünstler die Instrumente spielen lassen mit verbundenen Augen. Und das Instrument, das gewonnen hat zum Schluss, wo alle glaubt haben, das ist die Stradivari, war ein neues Instrument, das von einem Geigenbauer gebaut worden ist. Mit computerunterstützter Dings. Und ich dachte, das ist eigentlich der wärmste Ton, der rundeste Ton, das ist am besten zu spielen. Und die singt auf einmal. Und wie sie dann gespielt haben auf dem Instrument, wie sie es gesehen haben alle auf die Stradivari hingegriffen. Ja. Also das ist immer so eine zweischneidige Sache. Ne? ich sag dir was, jetzt mache ich einen ganz depperten Vergleich. Ja. Das ist für mich so ähnlich wie mit dem Korkverschluss bei der Weinflasche. Der Korkverschluss ist der Romantik. Ja, absolut. Mehr aber schon nicht. Ja, absolut. Er hat keinen Vorteil, er hat nur Nachteile gegenüber dem Schraubverschluss. Ja. Die Romantik, 100% steht auf der Seite von Kork. Aber die Praktikabilität, die Alltagstauglichkeit und so weiter, da ist halt der Schraubverschluss dabei. Ja, was soll man machen? Was soll man machen? Instrument wie Musiker, mit dem Alter klappert es halt ein wenig. Ja, das stimmt. Ja, da habe ich mal gesehen, ein YouTube-Video, da hat ein älterer Herr sein 80er gefeiert und der hat gespielt, früher so halt hobbymäßig, in einer Band, einer Amerikaner, nicht? In einer Band gespielt und da haben sie halt gefeiert und haben ihm geschehen, also sind seine Leute, seine alten Mannen zusammengekommen und haben gesagt, wir machen eine Session. Nicht? Dann haben sie also die Instrumente übernommen von der engagierten Band und da sind also die alten Rocker dort gestanden, nicht? Alle, wie gesagt, 80 plus und haben dort gespielt. Und auf einmal macht das Geburtstagskind ein Break und zieht mit der Gitarre ins Publikum, hängt sich die Vorderen, die oberen Zent aus und klappert so, dann klingt es wie ein Maschinengewehr beim Mikrofon und schießt so ins Publikum. Das war eines der geilsten Videos, die ich gesehen habe. Das war unglaublich. Großartig. Das war unglaublich. Was ist Klappern betrifft. Ja, wirklich wahr. Wirklich wahr. Das war unglaublich. Der Patrick hat goldene Hände. Sagt der Harry Schneller-Fonte, ja. Ja, danke. Das kann man schon sagen. Swamp Music, sagt der Franz Brandwein. Swamp Music. Ist es das? Ja. Aufs Wort Zauberer bin ich allergisch, sagt der Otto. Ja, brauchst nicht allergisch sein. Die kommt erst im Frühjahr, die Allergiezeit. Naja, Zauberer. Aber das gibt es, dieses Zitat. Der Zauberer kommt der kommt immer zurecht. Ich glaube, das ist aus. Wie heißt das mit dem Ring? Ja, der Ringe. Da gibt es ja einen Zauberer und ich glaube, irgendwann heißt, der kommt spät oder zu früh und der sagt, der Zauberer kommt immer zur rechten Zeit. So irgendwie. Auf das habe ich es bezogen. Brauchst nicht allergisch sein. Otto, trinken wir gleich einen Schluckerl. Sie haben es nicht besser, Otto. Sie haben es nicht besser. Das war nicht so. Mann, wie mein alte CB500, ich stehe drauf. Der Harry. Du weißt, die klappert auch so viel, oder was machst du? Ja, wenn die über den Tisch klappern, ist deppert. Ja. Nein, aber mit Instrument ist wirklich so eine Sache. Also, ich war früher immer voll für die alten Instrumente, die neuen eher abgelehnt. Nur wirklich, wenn du dann einfach, wenn du Berufsmusiker bist, du entwickelst irgendwann einfach die Vorliebe fürs Einfache. Und bei der Also Gitarre fürs ist es noch relativ harmlos. Bei diesem hochmechanischen Instrument wie ein Klavier oder so ein harmonisches, ich habe immer so einen kleinen Werkzeugkoffer mitgehabt. Weil irgendwas war oft. Also Ja klar, wenn da was ist, ist natürlich. eine schnelle Reparatur war oft nötig. Ja. Ja, definitiv. Bei der Gitarre, ja gut, dafür bei der Gitarre ist oft, wenn was ist, dann musst du oft abbrechen. Also dann ist wirklich vorbei da unten. Ne? Das ist halt. Schau, der Otto ist uns nicht best. Prost, sagt der Gott. Prost Otto, zum Wohle. Prost, Otto. Ich glaube, wir werden fast eine zweite Flasche noch aufmachen müssen. Brauchen wir glaube ich nicht. Wieso nicht? Schau doch auf die Uhr. Ja, aber schau, das Flasche, da ist ja nichts mehr Ich drinnen. muss nämlich schon schauen auf die Lasagne. Weißt du, ich warte Du schon. musst nicht schauen auf die Lasagne, warte schon. Wir sind dem Publikum verpflichtet. Mir knurrt der Magen. Aber geh nimm das Instrument und spiel was. Mir knurrt der Magen.
Musst du mir Wein trinken? spielen? Ja, vom Opa. Vom Opa? Ja, nimm die. Das sind immer die Da kann ich mal spielen, glaube ich. Was ist das BS? GCFB. GCFB. Eine humane Gitarrenstimmung. Für mich leibend, ja, für mich leibend. So, Ja. komm her. Baby, komm her. Was? Habt ihr 5 recht? Mein Equipment ist auch alles modern, weil es super praktisch im Alltag, sagt der Benjamin, ja. Ja, Das ist ja das. Wie gesagt, es gibt die Romantik, das ist die eine Seite, und die darf man nicht auslassen. wobei, schon dazu. wobei die alten Chinellen, also Zimbeln und so, Becken, es gibt da schon eigene, also die wirklich gut klingen, weil es eben diese Legierungen heute nicht mehr gibt und man gar nicht mehr weiß, von Glockenbros angefangen über und so weiter und so fort, aber Nein, wie gesagt, das ist, also man darf jetzt alte Instrumente nicht anschieben. nein, gar nicht. Wie gesagt, gerade auch bei Holz, also bei Streich, Zupfinstrumenten überhaupt, Klaviere kannst du schmeißen zum Beispiel. Also ein Klavier, Sehr viel, also das ist... in der Regel hält das einfach nicht so lang. Das ist ja Holz, das verzirkt sich irgendwann. Du kannst alles herrichten, aber es wird immer aufwendiger und Ja. im Endeffekt, du kriegst es nicht mehr hin. Also es ist einfach dann einmal das Ende erreicht. Ja. Ja. Aber am ehesten sage ich mal, ja, bei Zupfinstrumenten, Streichinstrumenten, wenn es Blasinstrumenten auch. Blase Blech. Blech, Ja. 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 Und bei Schlagzeug auch, wie gesagt, also zum Teil Beschlagwerk auch, nicht? Zum Teil. Ja, na da ist es sowieso, ja. Der Ball sitzt, weil der Keith Richards klappert schon seit immer. Ja, das ist, aber es ist auch wieder eine andere Geschichte. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Ja, wir kommen ja schon in die Zeit, Der Kief. wo die Rockmusik, wo die Leute, die mit der Rockmusik aufgewachsen sind, alt sind schon. Also, ne, Das ist unser Publikum. ja, nein. Der Aber nein, schon natürlich, ja, das schon. Nämlich wirklich. Also Wie alt ist ein Paul McCartney? Ja, Wie alt ist klar. der Kief? Ja, was sagst du, 69er? Die Leute, was im 69er Jahr dabei waren. Naja, ich meine, sprich, damals schon 20, 30 geworden. Dann habe ich die. Das haben 80 jetzt, Hab ich? ne? Da habe ich eine Mitteilung gekriegt. Ich glaube, ich habe vielleicht Ein Ziel erreicht? ja, Bewegungsziel. Ich erreiche mich meistens ein Bewegungsziel. Oder Stehziel. Aber habe ich nicht gemacht. Das ist jetzt nicht gewesen. Hab ich einen Schluck gehabt. Ich habe von der Lisi aber eine Mitteilung gekriegt, aber ich kann es nicht lesen. Lisi, du müsstest mal mein Handy bringen, dann kann ich die Mitteilung lesen, die mir du geschickt hast. Ich weiß auch nicht, was liegt. Hab ich es auch gekriegt vielleicht? Nein, Weiß ich ich hab's nicht bekommen. Warte mal, was haben wir da noch? Ja, der Otto Leirer, also dann mach mal Prost, ich sauf euch unterm Tisch. Naja, Otto, das glaube ich ja aufs Wort, weil du bist ja ein Steirer. Ist Nein, ja- Burgenlandler oder Steirer? Danke dir vielmals. Ist ja nicht unbedingt Muss ich nachlesen. notwendig. Otto. Nein, wir saufen uns nicht unterm Tisch, weil Schott drum. So, sie hat mir nur geschickt, dass die Lasagne fertig ist, der Tisch schön gedeckt ist. Herrlich. Du, Lisi, halt's warm. wir haben es bei. Ist ja noch nicht fertig? Ach so. Ach so. Na, dann haben wir noch schau, Zeit. dann- Da haben wir noch Zeit. Ja, die Weidkind schickt uns ja ein super Emoji. Ein altes Draht hat eben einen super Klang, sagt der Günther Erich Russell. Ja, stimmt, aber ich sage euch was. Ich habe daheim, also das Draht ist die klassische E-Gitarrenform vom Fender. Und ich habe daheim zwei. Wie heißt die? Ein Squire, oder? Squire. Zwei Squire hast du. Zwei Squire, das ist die Billigmarke vom Fender. Und ich kann euch sagen, das war wahrscheinlich gerade halt zufällig die eine Charge. Das ist eine der besten Gitarren, die ich jemals in der Hand gehabt habe. Schmäh ohne. Da haben auch schon andere Gitarristen bestätigt. Ja, die haben keine 200 Euro gekostet. Ja. Aber die müssen die Maschinen gerade so perfekt eingestellt gewesen sein. Alles passt. Das Holz passt, haben Ist die es so. Donut nicht mehr richtig gewickelt und alles. Und Also wirklich, gemacht und das sind die besten Gitarren, die ich jemals in der Hand gehabt habe, für keine 200 Und vor Euro. allem selbst bei alten Gitarren, man muss auch wieder, man darf sich früher nicht anschauen, man muss mit verschlossenen Augen oder mit zugemachten Augen, mit einer Augenbinden hingehen und die Instrumente Zähne hinstellen lassen, hingehen und eins nach dem anderen durchspielen. Und da ist nicht immer das Alte das Beste. Das ist dann interessant. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt, ja. Der Franz Bartweit sagt, der Korkstoppel hat bei ihm etwas mit Trinkkultur zu tun, so damit man auch keinen Wein aus dem Zahnputzbecher trinkt. Natürlich, Franz, du hast vollkommen recht. Also wie gesagt, ich kann da nicht widersprechen. Nein. Aus der Alltagsding, ich meine, ich finde jetzt einen Schraubverschluss Aber nicht so schlimm. es hinkt schon ein bisschen der Vergleich, weil der Zahnputzbecher ist aus Plastik meistens und ist dickwandig und nicht dünn. Aber ein Wein mache ich auf und schenke ein und dann Ja, ist ein bisschen anders. Ne? Aus dem Gefäß, aus was ich trinke, ist schon anders. Ne? natürlich. Selbst wenn das jetzt ein Kunststoff wäre, aber
aber zumindest die Dicke hätte. Ja, Gar nicht auch. es kommt darauf an, was man hat. Aber ich verstehe schon in Franz natürlich ganz stark, weil Und gerade ich als so ein nostalgischer Mensch Ja, verstehe ich das ja. umso mehr. also wir sind voll auf deiner Seite. Ja, voll. Aber wie gesagt, aber mich stört, sagen wir so, mich stört es dann halt nicht. Also es ist bei mir jetzt kein wirklicher Bruch der Kultur damit verbunden, aber das sind halt natürlich Ansichtssachen auch. Also wo wir uns sicher einig sind, ist zum Beispiel Wein aus dem Tetrapackel, das geht gar nicht. Aber aus dem Schlauchbeutel wird immer mehr. Also ich bin ein bisschen da so in der Wein. Schlauchbeutel? In der Wein, das ist wie der Mars Edel macht, die Säfte. Ja. In der Weinszene und in der Jungen, Ja. die sich wirklich mit Qualitätsweinen beschäftigen, ist das durchaus so, okay, das ist gar nicht so blöd, gerade für Naja. die Gastronomie. Naja, aber da Praktisch. verstehen Franz jetzt, er sagt, hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Ja. Getränk selber damit schlecht wird. Es geht um die Kultur. Und das stimmt schon natürlich. Also, klar, ich meine, du kannst jetzt ein Weinfassel herstellen, lässt dann Wein raus und in Wahrheit ist innen drinnen eben so ein Schlauchbeutel. Das kannst du dann nicht wissen. Aber ich glaube, da geht es wirklich eher um die Kultur und nicht um das, Ja. was der Wein halt dann damit erlebt oder nicht erlebt. Nicht? Das ist halt, aber diese Konfrontationen werden wir immer haben und immer Ja. mehr. In allen Bereichen, nicht nur beim Wein, in allen Bereichen. Ne? Aber ja, es ist. Dann wäre das Aluminiumfass beim Bier ein Riesenverbrechen Ja. eigentlich. Schau. Kehrt das Bier wieder im Holzfassel. Das stimmt. Aber der Zucker sagt Schwierig, ja, schwierig. was ist mit einem Römer? Fallout? Fragt er, ne? Ja, das stimmt. Also das ist genau das. Und der wieder kommen. Irgendwann wird es dann wieder heißen. Natürlich, ja. Und dann werden die alten Römer, Ja. was geht's, kriegst du um 20 Cent am Flohmarkt, wird es dann auf einmal heißen, ne, der kostet 17 Euro. Ja. Mindestens. Genau, Ne? genau. Wird irgendwann wieder die Zeit kommen. Das ist halt nicht. Ich habe nur ein Viertelzähler-Ziel noch nicht erreicht. Harry Schneller-Fonte ist sehr gut. Der Otto, ja, Burgenland, genau. Lockenhaus. Lockenhaus. Das fällt mir ein. Also ich wusste schon von dort, aber ein Burgenlandler, ne, ist ja eine Weingegend 1A. Wenn wir schweifen. Also nicht gerade die Lockenhauser Gegend, aber. Ja, aber meine ist von den 70er Jahren, habe ich zum 50er bekommen. Günther, also der Strat, das ist schon ein geiles so. Ja, da brauchen wir nicht reden. Wenn das, also aus den 70er Jahren, das war die Beste, das war die Blüte, das war absolut die Hochblüte der Fender getan. Das Strat. Ja, der 60er, Anfang 60er Jahre, aber noch besser Ja, sagt man ja. heute. Ja. nicht. Aber 70er war dann schon. Die Pre-CBS-Zeiten, nicht? Oder Ja. sozusagen, nicht? Aber ja. Also meine Mutter schreibt, gerade, bei mir liegt auch noch eine Gitarre zum Zahnbauen. 2 Jahre lang. Ja genau, das ist die Jazzgitarre. Ja, Mama, die werden wir jetzt Apropos, machen. ich muss auch korrigieren, bei mir liegt ein Boss zum Zahnbau von der gleichen Firma, wo der Jazzgitarre ja, ist. genau. Nämlich. Der liegt bei meinem Bruder drüben in Müssen der wir noch Werkstatt. zusammen. Ja, genau. Aber die habe ich meiner Mama gegeben, weil meine Mutter ist ja Künstlerin und da habe ich gesagt, okay, tu das zuerst entsprechend verkleiden. Vielleicht sollte man die Designen. Decke nicht verkleiden. Ja, alles wird verkleidet. Das sicher. Sowieso. Das geht schon. Kann man ruhig einen Lack aufhauen, das ist wurscht. Das ist wurscht. Ist ja auch kein, außerdem gehört es glaube ich dem Bruder. Ich glaube schon, er hat es gekauft. Aber ist ja wurscht. Wir schweifen ab. Ja. Dann lieber ein Schraubverschluss als ein Plastikkorken. Ja, das ist sicher auch so. Das Sagt der sicher auch Fritz so. Stadtguss. Sicher voll so, ja. Ja. Weil einen echten Kork hast du wirklich in Österreich fast gar nicht mehr. Fast gar nicht mehr. Ja, Ja. Weine. Meistens sind Kunststoffkorken und ganz, ganz selten, dass wirklich ein echter Kork ist. Ja. Mittlerweile selten. Also bei uns nicht. Es wird sicher in Frankreich wird wahrscheinlich noch viel mehr sein. Und so, ja. Enorm viel Glaskorken Aber die letzten Glaskorken 5 Jahre in Frankreich. Ja. Ja, das stimmt. Aber da bin ich auch voll dafür. Also da habe ich auch lieber einen Schraubverschluss. Da hat der Fritz vollkommen meinen Nerv getroffen. Ja. In Lockenhaus kann man Ritter essen. Also früher, heute gibt es ja keine Ritter mehr. Ja gut, Lockenhaus ist aber eine tolle Burg natürlich. Und noch dazu gibt es halt jedes Jahr im Sommer Bogenschießen. das und die burgenländische Musikantenwoche. Ah ja, die auch. Entschuldigung, ich war jetzt bei In der Bogenschießen. Burg Lockenhaus, ja. Ja. Stimmt, die sind auch in der Burg um. Ja, genau. Ja, Heuer zum ersten Mal leider ohne Beachrudi, fällt mir gerade ein. das stimmt, ja. Ein großer hat uns verlassen auch wieder mal. Ja, es ist halt leider so. Aber Franz Brandwein, das heißt, wir müssen uns einmal in Lockenhaus treffen. So, das ist hiermit beschlossen. Also, ja, ich erwarte noch ein Ja. Ja, jetzt trinken wir aus und dann spielen wir noch ein Lied, spielen wir weil ein Lied, sonst ja. geht ja nichts weiter. Servus. Zum Wohle. Schön Prost auf gemacht. euch.
schenkt noch, dass er nicht warm wird, weißt du? Ich habe mit Leibern, ich habe von den größten Sessel gekriegt, die kommt gar nicht runter mit meinen kurzen Haxen. Na, das ist genauso groß wie meiner. Ja, aber du kannst runter, du bist ja länger gewachsen. Das ist so, das hat die Höhe, die hätte ich gern bei jedem Auftritt. Da kann ich nämlich spielen, ohne dass man die Füße wehtun. Ja, ich nicht, ich muss aufstehen. Ich muss Ohne, so ohne hochhalten. dass die linke Seite immer da irgendwie so blockieren, die nicht weiß, Ja. wie den Fuß hin tun soll. Du, der Otto, ja, das Bogenschießen war diese Wochenende auch. Ja, ja, ja. Das ist ja ein toller. Das weiß ich. Da war der Korbisrudi vielleicht unten. Oder ist Nein, noch nein, immer nein, 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 unten? da ist immer wieder was. Ich glaube nicht, jetzt war nicht das große Bogenschießen treffen dort. Da gibt es immer wieder was. Oder was jetzt, vielleicht kann es sein. Aber es gibt einen großen Bogenschützenverein. Ja, genau. Und das weiß ich, weil es sind nämlich einige in Kirchschlagbuckel gewählt, wo ich daheim bin. Da sind ja einige Leute dort dabei und daher weiß ich das. Und ich bin ja auch ein begnadeter Bogenschießer. Habe, glaube ich, schon 3-mal am Feuer angeschossen. Und dabei habe ich natürlich permanent das Ziel original verfehlt und habe entsprechende Schäden angerichtet. In Flora und Fauna, oder was? Ja, nein, ist ja wurscht. Aber ja, du pass auf. Natürlich in der Hausmauer bei dir. Ja, in den Türen, das hat die Löcher. Wurscht, das ist egal. Aber ich habe den Bogen und jetzt, wenn ich mir mal vor, ist ja egal. Anderes Thema. Was habe ich da ganz kurz? Spielst du mir das Tröpfelboot, sagt die Susanne Bumm, und das machen wir da jetzt wirklich, weil du Ich glaube, fragst der schon. Steirigen heute. Macht doch nichts, oder? Ja, können wir machen. Machen wir, sagt der Franz, das heißt, wir treffen uns. Meine Mama sagt danke für die Glückwünsche, Papa, für die Gutmatsche. Gerne, Papa. Wir sehen uns morgen, ich freue mich. Ja. Der Otto sieht vom Fenster die Burg, ne? Das ist geil. Schön. Die Holzbildhauer, ja, die haben auch ihre Wochen dort. Nein, das ist dort das ist eine geile, wirklich geile Gegend dort. Also ich war eben, ja, weil es nicht weit ist, war ein paar Mal dort und natürlich von mir mit dem Motorrad ist das eine schöne Strecken hin. Otto, ich glaube, da werden einige werden dich dann da heimsuchen. Ich mache einen Wechsel jetzt da drauf. Mach einen Wechsel. Ich wollte jetzt vorführen, aber ja. Nein, das machen wir das machen wir dann extra little. Aber das ist mir jetzt gefallen, weil die Susanne fragt schon oft nach dem Tröpfelboot und jetzt dann natürlich Jawohl. wollen wir das auch erfüllen. Der Rudi Korbis ist da, jawohl. Rodolfo Corbesso. Er schreibt schon, so 2-mal im Jahr ist dort ein Turnier und dort habe ich beim Felix meinen Bogen gebaut. Grüß dich. Ja, richtig. Der Rodolfo Corbesso. Rudolf Korb ist ein großartiger Schrammelharmonikaspieler. Der Hans Schneller-Fonte ist frech, den wäre jetzt dann sperren, glaube ich. Du hast die Bögen geschossen und die Pfeile sind liegen geblieben. Wie sperrt man da jemanden aus dem Chat? Na gut, machen wir nicht. Harry, das ist natürlich ein vollkommener Blödsinn, was das da ist. Ich habe natürlich die Pfeile geschossen, aber halt nicht dort hin, wo sie hätten kehren. Hätten sollen. Gehört. Er hat sich extra gekauft, ich kann mich erinnern, damals ist es schon ein paar Jährchen her, hat er sich so Pelletsackeln, so 20 oder 25 Kilo gekauft, ein paar, hat die aufgeschlicht als Ziel. Naja, nicht als Ziel, Als Schutz, nicht? Nein, als Fang, als Pfeilfang. Und der Pfeil ist trotzdem in der Tier stechen drin und in der Ja, Wand. Nicht ja, vom aber weil ich daneben geschossen habe. Schutz. Vielleicht hast du 100 Säcke gebraucht. Nein, ich hätte mehr Sackeln gebraucht, das stimmt schon. Aber ich habe jetzt noch die Sackeln. Weil ich nicht weiß, was ich die scheiß Pellets machen soll jetzt da. Und die sind schon zerstaubt. Vom einen Schießen, jetzt sind die ganz zerstaubt. Aber wieder Thema. Ja, ist das nah. Ja, ist das nah. Hier ist die Lisi schießt schon. Die mit Lasagne ist, glaube ich, fertig. Lasagne. Nein. Also jetzt ist Treffverbot für die Susanne Bumm extrick. Am vergangenen Freitag haben wir 2 Treffverbot. Dass sie nicht dabei war, das ist schon. Drum beim Kassier oder fragt noch der Backe. Ja, muss ich sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Ganz ins Rupf der Bisang, waren uns ganz person, werden Salat und dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stelle ich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, dass sie nur in einem Vogelhäusl sitzen, den ein zerschwollke Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Hitzen. Und nur dem Karten bin ich ein Karten, bin ich kann noch eine schmieren. Endlich sind wir drinnen in der Umgebäckkabine. Ja, die Lockerten, die reden mehr und Einer von den Lockerten, der ist unheimlich gefühlt. Sie freuen schon, dass es wie ein Gemüt,
Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß mehr gewiss, welcher Fuß sein eigener ist. Sie ist wie ein Nornhaus, wir sind uns schuld, außer uns ein Nebenmann, der zieht uns wieder ran. So jetzt probieren wir's heute einmal mit unserer Hose. Kaum wir's runter, uns dann lacht er wieder rein. Wir gehen zu, an so wird's dann groß. Und gehen zappen, ins Boot hinein. Der Gefühlte, der kommt rein, steht mitten auf der Saft. Da links der Katz an hier, der ist baff. Wie er wieder aufsteht, da wie er zur Brause hin. Aber er passt nicht in die Duschkabine, in der nächste Klause unter der Brause. Da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie wild. Es ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist. Wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, jetzt war's ein furchtbar zusammenzuckt. Ja, den Gefühl hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbunden, die Wind sind nicht gedruckt. Das ganze Dreckverbot, das ist jetzt hin. Jawohl, so schaut's aus. Original, so schaut's aus. Jetzt wird dazwischen ein bisschen ein Schnagel vom Wein her. Da lacht der Sack, sagt der Rudi Korbes. Ja, genau. Genau. Ich habe einmal einen Golfschläger weiter weggeschleudert als den Ball. Sagt der Harry Schnellerfonte. Und mein Bruder bestätigt natürlich, das ist ihm auch schon passiert, allerdings mein Bruder in Tome beim Minigolf. Ja, sportlicher Vermöde, was ist das? Minigolf habe ich nur ins Netz zerschossen einmal, was dahinter ist. Beim Minigolf habe ich mal eine ernsthafte Verletzung zugezogen, weil ich ausgerutscht bin. Also, das hat eigentlich mit Minigolf nichts zu tun, sondern vom Weg von einer Bahn zur nächsten. Botschatway, das kannst du sagen. Ja, na gut, da fallen natürlich die Achteln rein, das gefreut mich total. Danke Burschen, sagt die Susanne, sehr gerne haben wir da gerne gespielt. Ja. Schau, und der Hubert Hinkoff, der schickt uns nicht nur Achtelgläser, sondern auch Trauben-Emojis. Die gibt es auch Rote Trauben. Ja. Ja, schön. Ja, weil es gibt, also scheinbar sind diese Emoji-Programmierer keine Weißweintrinker. Nein, die sind keine Weißweintrinker. Ja, offenbar. Das ist ja Wahnsinn. Es gibt ja auch kein Schnaps-Emoji. Bitte sollte so ein Emoji-Programmierer das heute sehen. Ich möchte anregen, ein Achtelglas zu machen, ein Emoji mit Weißwein. Ein Weißwein, ja. Bitte. Es ist unwahrscheinlich, dass so unsere Zuschauer ein Emoji-Programmierer dabei ist. Vielleicht sitzt es morgen, übermorgen jemand da. In 20 Jahren vielleicht, was weiß man. Ne? Kann er berühmt werden. Ja? Dann ist aber zu spät mit Emoji, das muss man auch sagen. Jetzt müssen wir die Ölerer. Ja, genau. Mein Erbstück von meinem lieben Opa, dem ich eigentlich meine ganze Musikkarriere zu verdanken habe, was gemacht hat. Es waren zwei Personen, waren da enorm wichtig. Das war mein Großvater und das war der Fritzi Aschauer. Jetzt ist die Flasche leer. Ja, warte, dann ist das ja. Soll ich die andere holen? Ich hol die Du andere. kannst ja nicht die andere holen. Bis du die findest, ist das lang. Ich geh's holen. Ja, aber bis du das herunten hast und da oben. Dazu du einen Schwank aus deinem Das ist ja leer. Wir haben nur 2 Flaschen, dann nimm die alte mit, nicht? Das leert gerade in Sorgen. Machen wir nachher. Ja, gut. Mal auf, was soll man machen? Was soll Botschat, sagt der Harry Schneller, von dir wahrscheinlich angehettert. Ich war selten angehettert. Meistens war ich gleich bessere Stimmung. Naja, da schau her. Naja, Harry, der schickt uns ja da so. Die sind aber Martini-Glaseln, Emojis, Martini-Emojis. Ist auch weiß, sagt die Hetty. Du bist auch dabei. Henriette Alsbach, das gefällt nur aus der Schweiz. Ja, ist auch weiß, aber das ist so ein Sprudel, das ist das Sektding. Das ist nicht das Gleiche. Er ist Spielverwechsel, sagt der Tom. Jawohl, herrlich. Das gefällt mir. Mit diesen Emojis, aber dieses Rotwein-Achtel, das gefällt mir eh. Ich meine, das gefällt euch auch, glaube ich. Nicht? Das hat was, das drückt etwas Wichtiges aus, etwas Schönes und das gefällt mir. Hast du eine Flasche? Das selbstverständlich, glaube ich. Hau nichts zusammen, pass auf die Kavin, Jesus. Kavin ist gut. Jesus, Maria und Josef, pass auf die Kavin auf. Ein bisschen eine Tourenübung, meine lieben Freunde. Aber Du, die Hetty ist auch dabei. Hetty, servus, Ja. grüß dich. Wir sehen uns spätestens im Mai im Dornröschenkeller. Ja. Wann haben wir die nächsten Auftritte, Patrick? Nächster Auftritt ist diese Woche Donnerstag beim Karl Lentner. Aber das ist schon ziemlich aus. Das ist ziemlich voll, aber ich weiß nicht, ob noch ein paar Ja, Platz ein paar Platzeln werden schon noch Wenn sein. nicht anrufen tut.
Der nächste schöne Auftritt wieder in unserer alten Heimat in Otterkring am 10. März 10. März. in der Zehnermarie. Zehnermarie. Da sind diesmal noch ein paar Plätze frei sogar. Ja, noch. Ja. Also das hat Das schnell, ja. Ja, da sitzt er. Und dann, was ich auch noch ankündige, ja, im März, wann ist denn das mit den Bluesschrammeln? Am 25. März sind wir im Strandgasthof. Ein Birner. Birner. Ein berühmten Birner an der alten Donau. Da sind wir mit den Bluesschrammeln. Die Bluesschrammeln, wenn das jemand nicht kennt, das ist eine total leibende, verrückte Aktion. Das haben wir auch schon über 10 Jahre. Spielen wir da zusammen. Unter anderem Weit über 10 Jahre schon. der Uli Bär ist dabei. Legende des Austropop natürlich, der Uli Bär. Und ein paar Mannen von den Untouchables, von den berühmten, die auch schon über 25 Jahre zusammenspielen. Und da machen wir so eine. Über 30 Jahre. Jahre. Ja, ist das Ja. so. Über 3 haben sie das 30-Jährige gehabt. Ja. Und da machen wir eine Mischkulanz aus Wienerlied, Rock und Blues. Grandioser Ort. Das war einmal für die Wiener Festwochen. Da haben wir irgendwann so die Anfrage gehabt, ja, das war doch eine Idee, man macht einmal Rock, Blues, Wienerlied vermischt. Ne? Und da haben wir uns halt zusammengefunden. Und da war halt die Untouchables dabei, also der Uli Winter, der Herbert Nowacek, der Toni Griebaum, Und wir zwei. der Uli Bär Und der und Uli wir Bär, zwei. ja. Und da haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt was. Klingt lustig. Und wir haben so ein Hetz gehabt schon beim Proben und beim Touren. Wir haben Und uns da sind wir gut so zusammen hängen geblieben dann. Und da haben wir uns dann als Blues-Schrammeln einen Namen gemacht und mittlerweile treten wir ja im Jahr treten wir so 4, 5, 6 Mal auf. Ja, glaube ich, 8 Mal schon. Na, heuer ist stark. Ach, Ja. das ist gesagt. Ja. Gut, letztes Jahr was ein bisschen haben wir alle zusammen, war zeitlich ein Problem. Aber das möchte ich euch wirklich ans Herz legen, auch die Blues-Schrammeln. Findet alles auf unserer Homepage 16er Burm, da findet ihr immer die Termine. Alles dabei. Aber das kann ich euch wirklich empfehlen. Wärmstens zu empfehlen. Ich mein- absolut, ja. Ein bisschen viel Blödsinn, was wir dort machen, das muss man schon sagen. Weil Ja, aber musikalisch auf höchstem Niveau, muss ich sagen. Ne? natürlich. Sind wir nicht nur wir dabei. Wie der Uli Winter das letzte Mal geschrieben hat, wir Burschen, wir sind wild. Ja. Schau, die hätte schreibt, Blues-Schrammeln, hui, ja, die hätte kennt schon. Hast du nur die Flaschen gebracht? Nein, ich hab's nur gebracht, aber Darf ich es einen Botteln? bitte, mach auch ein Danke. Bottling, ja. Bringt dir die Flaschen, hier steht die Flaschen, als Dekoration. Na, aber da haben wir was davon. Ich möchte nur anmerken, die Lasagne ist bereits fertig. Ja, nein, Sie kam gerade aus dem Ofen. wir müssen die Sendung zu Muss ein paar Minuten noch rasten. Ja, eben. Habe ich gerade gehört. Also, Eben. wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch. Wir werden so nachher eine Zigarette drehen zum Oberkummer, nicht? Vom Stage-Stress. Nicht? Und dann haben wir uns. Ich habe einen Stress, ich merke Das es. glaube ich. Spielst du mal in der Nähe von Linz, sagt der Peter Richtinger. Ja, in Enns spielen wir. Linz. Und zwar beim. Ich bin der Depp, ich bin ein Volltrottel. Glaubst du mir? Moment. Stadtheuriger, irgendwas. Stadtheuriger. Ich bin ja neben Schau meinem noch. Schreibtisch auch. Entschuldigt mich. Schau noch. So. Der Muhatib 72 sagt, in der Zehnermarie ist flexibel Platz. Das kommt drauf an. Zum Beispiel letztes Mal, also meistens schon ein Platz. Und noch zwar winzig. beim Platzhirsch. Platzhirsch in Enns. Beim heurigen Platzhirsch in Enns in der Stadt. Auf das freue ich mich überhaupt schon. Was Der ist- Besitzer dürfte ein ganz klasser Kerl sein. Schon mehrmals telefoniert mit ihm. Steht, glaube ich, noch nicht auf der Homepage. Das muss ich jetzt noch Muss schauen. das nur einstellen, ja? Ich glaube, das ist noch nicht Unbedingt, aufgestellt. Aber stellen wir demnächst eine. Also wir sind in der Nähe von Linz. Wann ist das? Beim Platzhirsch, warte, ich schau Schau noch. nach, Moment. Am 17. April. 17. Am Tag vor meinem Geburtstag. 17. April, ja. So 17. Am April Abend, ja. in Enns. In Enns, ja. Infos findet ihr dann in nächster Nähe, dann auf unserer Homepage 16erburm.at. Da findet ihr es. Ja, na wie gesagt, zur 10er Marie, es ist flexibel Platz. In der Regel kann sie mir noch zubesetzen, wo, aber letztes Mal zum Beispiel war man wirklich, Da sind dann noch 4 Leute so gekommen und die mussten leider. ja, die haben sich einen Sessel so, Nein, die anderen 4, die noch da waren, sind Naja. dann gegangen. Ne? Ja. Also es ist so nicht immer Man so kann viel, aber oft. spontan, aber man darf dann nicht besser, wenn kein Platz ist. Ne? Das ist- Stehplatz an gibt es immer. Stehplatz an gibt es immer irgendwo zu. Das geht schon. Blueschaumel sind echt voll super, sagt mein Bruder. Da hast du recht, danke vielmals. Da bin ich neugierig, sagt der Günther Erich, ja wirklich, ihr kennt euch schon. Immer die Frauen, die Druck machen, sagt der Harry. Nicht die Frau macht den Nicht die Druck, die Frauen. Lasagne. Die Lasagne. Das ist der Peter, ja, eins daran passen. Peter, das steht mir total gefreut. Die 17. Daniela April, Schlögel, ja. hol gleich ums Eck. Daniela, ja.
sofort den Platz hier anrufen und einen Platz reservieren. Ja, ich werde es, ich glaube, ich habe das noch nicht, schaut mal rein, ich glaube, es steht noch nicht auf unserer Homepage. Ich glaube nicht. Ich habe es noch nicht eingestellt. Ich glaube nicht, weil ich noch keine Daten Weiß habe, es glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder habe ich, also es wird in den nächsten Tagen eingestellt. Aber merkt euch, 17. April in Enns. In Enns. Beim Platz hier, Stadtheiriger. Jetzt nehmen wir einen Schluck, dann sagen wir Ja, Flaschen ja, auf. ja. Prost, Prost. Wohl. Schau, da hinten sitzt die Lisi. Lisi, Prost! Was Elisa trinkst du? trinkt sehr Gin Tonic oder was ist das? Die trinkt einen Gin Tonic. Meine Frau trinkt den Gin Tonic. Nein, erst. Was ist das für ein Haushalt? Das ist ein Wahnsinn. Ein wunderbarer Haushalt. Ein guter Haushalt, sagt sie vollkommen. Kann ich nur bestätigen. Ja, Susanne sagt, wir kommen auch. Die 10 Mal, jawohl. Darfst noch reservieren. Darfst reservieren. Spielen wir jetzt Das ist endlich einmal wichtig, was ja. auf der? Ja, dann, ich war ja im Ich war jetzt Promoten. schon so. Ich drauf. war im Promoten-Modus. Promote-Modus. Die Harmonika, mit der alles begann eigentlich. Vom Hans, dein Opa. Ja, genau. Den ich noch kennenlernen dürfen. Und ja, da haben wir viel schön, lustig, quasi im Kinderzimmer von dir. Ja, haben wir probt. Zu mit dritt. deinem Opa, ja. Da Ich haben hab wir eh echt was. Eins gehabt, ja. Du auf der Gitarre dran und Ja. der Opa auf der Harmonika. Super. Da haben wir schöne Stunden gehabt. Da war schöne Erinnerungen an deinen Opa, an den Hans. Da hat er damals gesagt zu mir, weil ich gesagt, ja, Herr Rüdger, na, wird Frisch. Frisch. Herr Frisch. Der Ja. Vater von meiner Mutter. Ja. nicht? Ich sag, ja, Herr Frisch, nicht wie Sie es gehört, ich habe ja gut erzogen und alles. Und der hat mir gesagt, aber sei nicht so deppert, ich bin doch der Hans. Alter Musikant, gell, und der Musikanten, was der, ich bin der Hans. Ja. Harry Schneider-Fonte sagt, hemmungslose Sauferei, Leibwand. Aber Harry, achso, warte mal, entschuldige, das muss ich auch noch, die Susanne schon vorher gefragt. Am Ostermarkt, am Kalvarienbergmarkt, ja. Spielen sind wir auch wieder. Kalvarienbergmarkt, sind wir wieder dabei, zweimal. Wird man auch noch auf der Homepage finden. Das wurde erst vor ein paar Tagen ausgemacht. Das ist jetzt ein Kummer irgendwann, ja. Und damit umgehen wir nämlich ein bisschen diese freche Meldung, hemmungslose Sauferei. Leibwand, wir haben noch nie hemmungslos. Und zwar am 28. März am Kalvarienbergmarkt am Samstag von 16 bis 17:30 Uhr und eine Woche später am Samstag, ich verliere die Hälfte, das war Morgen, wichtige Daten gehen verloren soeben. Und am 4. April wieder von 16 bis 17:30 Uhr am Kalvarienbergmarkt im 17. Ich meine, 1,5 Stunden. Ich sage, Eineinhalb Stunden, ein ja. schmales Zeitfenster. Ein schmales Zeitfenster nur. Gell? 1,5 Stunden. 1,5 Stunden, das ist nicht viel. Ich bin neugierig, was wir für Wetter haben. Ich glaube, nachdem das relativ spät ist, auch gutes Wetter. März, April. Ja. Es schaut Wir haben gut aus. alles gehabt. Wir haben so vom Sonnenschein, Bis zum Schnee. meistens haben wir Schneesturm gehabt. Mit meistens klammern Fingern. ja, ja. Ja, die Wildcat muss noch 2 Stunden hakeln. Wildcat, Nur mehr 2 Stunden, sei froh, nur mehr 2. du, Super. Spätschicht, druckst durch. Aber halt 2 Stunden werden wir nicht mehr online sein, fürchte ich. Nein? Weil in 2 Stunden ist die Lasagne weg und die Kropfen, der Birnenschnaps und wahrscheinlich der Marillenschnaps auch. Ich sag's euch, wie es ist. Wir können das Die nicht nächsten 5 Buteien. Ja. Susanne Boom, okay, passt, da kommen wir auch. Sehr gut. Freut mich, da sehen wir uns wieder. Aber jetzt spielen wir endlich. Dann machen wir so ein Was Stickel, haben so ein altes Stickel vom Opa, was der Opa immer gern gespielt Ja, hat. Auch, ne? ja, was. Das ist wurscht, die Leute. Was geht's Machen EFB ist wir's- ja, ja, machen wir, fangen wir in EV, oder? Ja. Ich bin ein Steirer und hab's a Kern Natur. Ich mach ja gewiss kein Schaum, mein lieben Steirerland. Ja, in der Steiermark, da sind Leute groß und stark, sind wir die Donnerbahn bei uns daheim. Ja, in der Steiermark, da sind Leute groß und stark, sind wir die Donnerbahn bei uns daheim. Schon Jahre nicht mehr gespielt. Ewig nicht Die gespielt. Alten. Der Rudi sagt, Patrick ist noch analog, das gefällt mir. Ah, da hat er gemeint im Kalender wahrscheinlich. Nicht nur, Jawohl. ich habe eine doppelte Buchführung aus Ja. gewissen Gründen, die Buchführung. wir beide wissen. Also, ich meine, ja,
Ja, das ist nicht schlecht. Ein Nicht schlecht, wenn man beides analoges Ding. 4. April habe ich Purzeltag, sagt die Weichkeit. Na geh, du bist dann, naja, dieser Praderweg da aus dem, wo haben wir gesagt, aus dem Baden-Württemberg, glaube ich, hast du gesagt, kommst da irgendwo aus der Gegend. Das ist ein Praderweg, ja. Das ist ein Praderweg nachher noch alles. Für 1,5 Stunden 16 April. Aber ja, das ist groß. Aber ich bin auch April, nicht? 18. April habe ich Geburtstag. Ein Vita Aszendent Waage. Eine vage Vermutung. Naja, nein, ich glaube, die Waage. Das letzte Mal, wie ich eine Waage gesehen habe, ist das. Ja, wurscht. Lass mal es gut sein. Ich muss immer schauen, dass ich einen Platz habe. Wieso hast du auch eine sprechende Waage? Oder? Ich habe keine sprechende Waage. Ich habe geglaubt. ja. Da haben sie dann gesagt, ich soll so eine Waage kaufen, wo es nicht das Gewicht anzeigt, sondern den Fettanteil. Ja, die lebt auch nicht mehr, die Waage. Die ist auch schon hin. Die habe ich schon wieder schauen. Ich frage mich immer, wie berechnet die Waage das? Mir wurscht. Das ist mir wurscht. Das ist eine Sauerei, was sie zu dir irgendwie spricht. Das ist, nein, das kann nichts. Das kann nichts. Ich habe mich hingekommen auf Bravo. Von Franz Brandwein, ein grünes Herz der Steiermark. Yes! Der Zonko applaudiert per Emoji. Na, großartig. Wenn wir schon in der Steiermark waren, dann machen wir was Südtirolerisches auch noch kurz. Aber wir spielen es nur kurz an. Wie ist jetzt der Zusammenhang von Steiermark naja, zu weil der Südtirol? Zonko ja ein Tiroler ist. Stimmt. Von dem her, ja. Ich habe gehört Zonko mir gedacht, dann müssen wir für den Zonko was spielen, aber ein bisschen südtirolerisch machen wir halt was. Ja. Machen wir die Muntipolka, den ersten Teil ein bisschen aussprechen. Keine Ahnung, wie die geht, aber ich hänge mit. GCFB. Sag mal, ich bin im Ding. Fangen wir mal an, machen wir es in C. Wir spielen nur kurz einmal an. Aber in F ist schöner, fangen wir in F an. F, was soll ich sagen? Die Beta-Noten sind einfach schön. muss- Ja, geht schon. Muntipolka, kennst du natürlich. Na, wenn ich es her weiß, ist wieder, aber keine Das Ahnung. Trio kennt jeder Mensch eigentlich davon. Das Ja, wird in wahrscheinlich. Wien auch gesungen. Ja, da bin ich dabei. Weiß ich schon. Es schwimmt eine Leiche am Donaukanal, Donaukanal, Donaukanal. Sie ist schon ganz schwer, sie ist schon ganz schwer. Bringt sie her, ich bitte sehr. Also, Eine wienerisch-tirolerische Verbindung. Weil in Wien hat man das mit dem Text gesungen. Es schwimmt eine Leiche im Donaukanal. Das, ja. Das muss nur so kurz Das habe ich das weil erste Mal gerade gehört von den Tanzgeiger vom Rudi Pitsch. Vom Beach Rudi, ja, Der genau. uns eben leider Der uns verlassen leider hat. verlassen hat. Am 29. jetzt ist Begräbnis. Ja. Ja, leider, ein Großartiger Musiker. Volksmusikforscher, Volksmusikant, Universitätsprofessor. Na, Pass auf, der Günther Hab ich schreibt, getroffen, ja. Patrick, bei dir spürt man auch bei jedem Ton den Musiker mit Herz. das stimmt, danke, ist eine große Ehre, wenn du das sagst. Danke. Nur bei mir, checkst du in Tschecheranten. Da muss ich immer vollkommen rein. Ah, da hat er vollkommen recht. Da hat er Ohne vollkommen zum recht. Nicht umsonst spielt man miteinander. Und nicht? das seit über 25 Jahren. Über 25 Jahre. Was soll das sagen? Herrlich, danke, sagt der Zonko. Benjamin Rödener, Anni Polka hinter noch, dann geht's da. Kannst du Anni Polka? Nein, das machen wir jetzt nicht, sonst schweifen wir zu sehr ab jetzt. Nein, machen wir jetzt nicht. Mag nicht. Aber wir könnten noch eine steirische reinfahren. Wollen wir wirklich wahr? Ja, ich reiß noch mal eine steirische. Mit der anderen, wo ist denn deine? Die Bock aus ist ja wurscht, wo ist denn? Da steht's, glaube ich. Ja, die Also die. ja, noch ein Instrument. Die Jannik. Ich bin ein Philharmoniker, das Thema heute. wie wir gesagt Nein, und wir haben ja das Zimmer leer räumen müssen, dass wir da überhaupt spielen können. haben. Jetzt sind alle da. Ja, hol her, die steirische, die ist wurscht. Lisi, geht's noch? Haben wir noch Zeit? Lisi ist entspannt. Beim 4. Gin Tonic, da kann nichts passieren, oder? Passt, ist in Ordnung. Ja, das soll noch das holen. Na, was denn? Ja, der Tommy fährt bis morgen, jawohl, 4. Gott, Papa. Im Rinnsee liegt der Leich. Hubert Hinkhofer. Ja, das ist dann der Klassiker. Schau, da liegt der Leich im Rinnsee und so Gell? weiter. Ja, das muss man auch sagen. Aber ich bin ja kein Austropapa. Das nächste Instrument. Ja. Da muss was erzählen. Aber sag nichts zu dem Knopf, wo schon seit, glaube ich, 3 Jahren der Knopf fehlt. Das ist mir leider angesprungen. Ja.
Ein wunderbares Instrument, hier der Lebensbaum. Der Baum des Lebens. Hermann Jamnik und Ernst Spierk waren die ersten, die Instrumente in Vollholz gebaut haben. Von Spiergeist habe ich nicht gewusst. Vom Ernstler, ja. Die zwei. Wirklich wahr? Wirklich wahr? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Die Das zwei war komplett neu. waren die ersten eigentlich, ja. Spannend, ja. Jamnik, Südsteiermark. Südsteiermark, Weinstraße. Gute Weine dort, 3,7er, Skoff und wie sie alle heißen. In der Du sollst von der Harmonika reden, nicht vom Wein dort. Entschuldigung herzlichst. Ja, was soll ich von der Harmonika sagen? Das ist eine steirische halt, ja. In Vollholzbauweise. Vollholz, ja. Aber also, der Jamnik baut schon verdammt Und gute ganz Harmonikas. feine Harmonikas nämlich, ja. Technisch ausgereift einfach und klanglich auch einfach. Ja. Boah, herrlich. Ich bin ein großer Fan von Janik. Ich meine, ich bin der Gitarrist, ich habe mit Harmonikas wirklich nicht viel zu tun. Aber natürlich, ich kenne es noch auch, eben durch die und so weiter. Und für mich ist der Janik, also für mich baut der Janik, es gibt wahnsinnig viele gute, sehr gute, herausragende Harmonikabauer bei uns. Also ich will jetzt nicht das so ausdrucken, dass es der Janik der einzige ist, aber die ich kennengelernt habe, die Harmonikas, da muss ich sagen, der Janik, das ist schon wirklich was mich selber auch wahnsinnig berührt hat, weil das unglaublich ein geiles Instrument ist. Absolut, ja. Von vielen manchmal verächtlich Dinkelschrotmühle genannt. Das ist ja ein Liebkosename. Naja, mache die sagen meines nicht so, aber die sind mir bei denen Ja, pass auf, die hätte gefragt, ob du da ein Schmitzer Ärgerli hast. habe ich noch nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Na, das habe ich mir geschenkt gekriegt, das ist die Harmonika für die Lisa. Die kleine Nichte mit 4 Jahren. Aber eine Hona. Ein Hohner, du stehst zurück. Ich will nicht verhonen. Ich spiele da dann was drauf vor, ja? Ja, geht schon. Nachher dann stehen wir auf der Es ist wirklich ein Kinderinstrument, wobei von der Tastenanordnung wären wir wieder beim Cajun. Die Buttonbox. Also Echt? Ja, absolut. Erst das geht, ich muss mir Genau, das anschauen. Buttonbox. Mich Ja. ärgert es wahnsinnig, Können wir nachher machen, dass während wir da gegessen haben, während ein paar Ja. Videos auf YouTube zeigen, was Ja. die da unten für Ich, Musik ich sag dir was, ich kenne die Grauenvoll. Musik, 1000%. Aber ich habe mit diesem Cajun-Begriff, ich habe keine Verbindung. Dort, das ist, und das ärgert mich natürlich fürchterlich. Ich habe Mandolin daheim, verstehst du? Ich spiele Country oder solche Sachen, aber mir sagt dieser Name nichts, Cajun. Das müssen wir noch nachholen. Ja, Viel Geigen damit. Ah, darum. Nein, ich weiß genau, wie Also, du weißt das genau, ja. aber ja. dass das Cajun Cajun geschrieben ist, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir aber spielen. Warte, ich trinke einen Schluck als Sicherheit selber. Warte, pst, 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 pst. Aus kurz. Aus kurz. Aus kurz. Cajun, ne? Aus kurz. Lise! Haben wir noch Zeit? Ja, haben wir noch. Ja, haben wir noch. Passt. Ui, Gott sei Dank. Alright. Wir sind im Anschlag. Was spielen wir? Was Was machen machen wir? wir da? Da könnte man ja feines Walzerla spielen einmal. Was willst du? Nein, da machen wir. Ich bin dabei, ich bin dabei. Passt dabei. Machen wir von mir einen Marschpolka. Marschpolka. Ein Stücke von mir natürlich. Nicht? Marschpolka. Oder Polka oder Marsch. Oder ich weiß nicht.
Haben wir die auch noch gespielt? Ja, Der ist so. gefahren, der ist gefahren. Heute kann man wirklich so ein Philharmoniker. 1, 2, 3, Nein, heute, ja, 4, sicher. 5, 6. 6 haben wir schon Ich durchgespielt. hätte meine zweite Kontergitarre auch spielen, aber du hast die Seite noch nicht aufgezogen. Weil ich es noch nicht hab. Ausreden. Herr Witzmann, bitte. Ausreden. Du bekommst da haufenweise, oder wir, das war, aber vor allem du natürlich, die Ach Achtung. so. Du, der Zonkermann, nein, der Franz war der Hofer, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, Ja, Vielleicht lassen wir, pass auf, mit der Kinderquetschen gleich einen Kätschen anreißen. ja die geht nicht so wirklich zum Spülen, lieber Zonko. Weil die habe ich wieder ganz kurz einmal. Was ist, was Hat muss ich mir spielen? Was muss eine ich spielen? Damen herge. Ich weiß gar nicht, was das für eine Stimmung ist eigentlich noch. Ist ja diatonisch, oder was? Das ist geil. Geil! Was ist für Ton? Mit der B. Was ist? S. Jetzt einmal. Nein, der Zonker, das lassen wir heute. Nein, das Papier kommt, das schaffen wir. Da müssen wir durch. Was soll ich da spielen? Da kann man so Sachen spielen wie. Im F ist. Noch einmal! Jetzt geht's ja. Jawohl. Jetzt schon. Ein Kinderspielzeug. Aber Geil. ein Hetz ist, oder? Die ist aber super. Der Botzen Hetz, oder? F-Dur, F wie Vater. C und F, Eine klassisch. Weltgeschichte. Ihre Leibwand schräg. Ich spüre auf den ja nie. Ah, super. Ich habe gar nicht gewusst, dass er das macht. Das ist echt Leibwand. Das müssen wir aus. Da muss man mit der Mandoline dazu. Da wenn es gestimmt ist. Ja, aber geil, nicht? Bitte, die muss stimmen, die gehört hergerichtet. Die schenkt nach. Ja, wenn ich schon so Applaus. Alter Fuchs. Nein, das Ja. Problem ist, die ist nämlich draußen im Kühlschrank. Ja, nein, Und der sicher. ist so, Ja. so stark eingestellt. Das wird sein. Nein, das ist das Etikett nämlich angerissen, wie es da angegriffen hat. Ja, ich weiß, ja. Aber Marün war Äußerst dazwischen nicht gefährlich. schlecht. Nein, jetzt trinke ich kein Marün, das machen wir auch keinen. Da muss man einen Wein trinken. Das ist so Wir trinken Wein. Lisi, das uns am Marün bringen vielleicht? sehr, Das war ganz lieb. Danke herzlich. Prost. sehr zum Wohle. Auf euch Ja, auch, wir bitte. kommen ja schon zum Schluss und wir wollen uns dann Jetzt, entsprechend verabschieden. Laben. wollen wir Laden. uns Ja, aber zuerst trinken wir noch mal Rühren, dass wir da, Ja. ich muss mir dann eine Zigarette drehen. Das muss ich möglichst schnell machen, weil ich bin draufgekommen, wenn ich mehr getrunken habe, dass ich mir mit Tran schwer tue. Also ich werde immer, normalerweise ist es so, wenn die Leute mehr trinken, desto mehr rauchen sie. Ich rauche immer weniger, je mehr ich getrunken habe, weil ich es nicht dran habe. Das wird immer ärger. Fehlt. Ja, furchtbar. Das ist so. Danke, nur die Flaschen kriegen wir. Ach so, aufmachen. So, ja, ein Problem bei der Öffnung. Auch diese Flasche wird uns. Da sind wir dabei. Ja. Hast du das? Ja, Wie gesagt, wir kommen schon langsam zum Schluss. Wir wollen euch nicht zu lange aufhalten, Genau. aber ja, auf der anderen Seite, jetzt ist gerade ein Hetz. Aber das war ein Weltinstrument. Cajun. Das ist Music. Ich meine, wie gesagt, Kajun, Cajun. Das ist wirklich eine Bildungslücke. Für einen Musiker, es tut mir leid. Andererseits, wenn ich gesagt hätte, ja, kenne ich weiß ich Ist eine Lüge. ist eine Lüge. Notwendig, ja? Mach ich nicht, brauche ich nicht, aber da habe ich was dazugelernt. Musiker, das sind Musiker, sagt der Günther Erich Russell. Danke dir vielmals. Danke.
In narischen Kastanienbaum von Thomas, der passt jetzt drauf wie Faust aufs Auge. Aber eigentlich passt er. Passt, den machen wir jetzt. Ich bin ein alter Drahrer, der Harischen. What? Ja, Jesus. Jetzt musst du dich erinnern. Ja. Das ist meins, glaube ich, das Händel. Und Genau. das ist für dich. Ich danke Das ist dir. für mich Dankeschön. Applaus für unsere Assistentin. Applaus für meine ja, liebe haut uns Frau. ein Achtel für die Lise. Bitte. Die uns nicht nur Unbedingt, den. Jetzt ist Marün, gell? Marün hast du gesagt. Jetzt ist nicht nur Marün, sondern ja auch die Lasagne im Anschluss. Das ist alles dank der Lise. Und die haut eine, bitte ein Achtel Emoji für die Lise. Ganz großartig. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Außerdem ist der Patrick viel entspannter seit der Lise. Das stimmt, aber Sorry. sehr zum Wohle. Sehr zum Wohl. Prost, Prost, meine Herrschaften. Prost. Herrlich. Da kommen schon die Achteln. Ja. Der Christoph Acker wollte jetzt die Folge nachschauen und wir sind noch live. Ja, tut mir leid. Es ist halt, das ist passiert. Das ist leider, ja, was soll ist man passiert? machen, ja. Der kalt angerührt. Klar. Wenn Josef beleidigt damals. Nein, herrlich. Herrlich. Einmalig. Aber Instrumente auffassen. ins Auffassen, Ehe wir in sie narischen fallen lassen. Kastanienbaum. Schau, da fallen die Achtel rein. Lise, die Achtel sind alle für die, was da drinnen. Zack, Nur zack. für dich, nur für dich. Haut's rein. mein Andreas Christina ist dabei. Servus, Christi gut. Der hat eine die Servus. Achteln. Na herrlich. Großartig. Ja, das ist für die Lise, die sich um uns wirklich kümmert. Ja, wie gesagt, jetzt muss ich nur mit Zigarettel dran und das zahlt sich. Ja, da ist der Kastanienbaum. Und Gustav, ne? Für Thomas Faber. Du narrischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du narrischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest, wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürmer sein. Mit Strophe. Ganz dicht am Rand vom Stadtpark steht, wo alle Welt vorübergeht, ein Baum, der lässt seit langem die Blätter traurig hangen. Doch plötzlich ist er aufgewacht und Kerzen standen über Nacht auf allen seinen Zweigen. Jetzt wollte er sich zeigen. Du narrischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du narrischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest, wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürmer sein. Ich bin heute am Erde, ich kann nix dafür. Ich brauch nur, um selig zu sein. Zwei Viertel, ein Klampf, ein Maurer, Klavier, ein Glas auf heurigen Wein. Da wär ich wie warisch, ganz murlet und barisch, bei sowas da bin ich ein Krieg. 10 Schilling für Schrammen und morgen friss man Grammen, das kann nur ein Wehr verstehen. Drum trinken wir noch eine Flasche Wein, hol oder rot. Das muss ja nicht das Letzte sein, Gott behüt, hol oder rot. Um dieses Jahr gibt's kein Genie, hol
da müssen wir noch eins repetieren. Ja, noch eins repetieren. Denn meine Freunde, Da spielt weiter. und Bekannten und Verwandten sind die größten. Was? Tschechern, ja, aber wir sind so benannt. Wir machen gewisse keine Schand, denn wir fallen nicht aus dem Rahmen. Wir haben sie Vierteln übergaben und auch zur Rinderklasse schmäht. Das gute Fischerkörl. Aber wir sind keine Weh, na wir sind keine Weh, na wir sind keine Weh, das wissen sie. Na wir sind heute Liebhaberstoller, trinken gerne ein Glas Wein, dann der Glas ein gute Zoller, ja, Obergräbe, da muss er sein. So ein Tripfel geht kein Mischung, das ist heute ein echter Wein. Bringt für Leib und Erfrischung. Ja, Obergräbe, Obergräbe, ja, Obergräbe muss er sein. Jawohl, Schatz, dieser Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mit Zinsi, aus Charlot. Ein großartiges Potpourri. Wieder einmal. Ein bunter Strauß an Wiener Melodien. Melodien, ja genau. Eine echte Sternstunde, schreibt der Zonko. Na, das ehrt mich. Das freut uns Und sehr. Andreas Christian sagt, bravo, der richtige Abschluss nach meinem heurigen Besuch. Na, das ist natürlich optimal. Ich nehme ein Stückchen von der Ja. Marille wieder. Was soll's? Setz am Wohl- Was ist Setz am Wohl auf euch. Lisi, haben wir noch? Das ging halt schon. Also, das ist ja Ja, schon langsam kommen wir zum Schluss. Wünsche ich allen eine gute Nacht, sagt der Otto. Na, zu Recht, ich wünsche es dir auch. Und wir werden schon langsam, weil wenn die Lasagne fertig ist. Ja. Aber sie verbrennt jetzt nicht, oder was? Sie kühlt schon etwas aus. Hab ich grad- Und wie ist? Ihr schmeckt's. Ihr schmeckt. Wird uns auch schmecken. Du wirst uns Glaub auch ich auch, schmecken. ja. Ja, meine Herrschaft, das ist eigentlich der Ordnungsruf. Wir müssen Was soll uns, man machen? uns beenden. Sagt man das so? Uns Nein, beenden ist gut, ja. Die Pavlatschen. Wir kommen jetzt schön langsam zum Ende, um quasi mit auch einer geschulten Stimme hier zu sprechen. Alter, du hast keine geschulte Stimme. Naja, ich würde das nicht so sehen. Ich schon. Mit geschulter Stimme. Wir haben gar nichts geschult, aber das ist alles selber beibringen müssen, weil uns keiner was Eben sagen darum will. geschult. Ja, geschult, ja. Guadalupe, ihr mir hingekommen, Guadalupe N. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt passen, ich habe keine Ahnung, welcher Code das sein soll. Guadalupe N. Keine Ahnung, ja. Ja, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Eine kalte Lasagne macht schön, sagt der Peter Richtinger. Naja, aber ich meine, entschuldige, Schauen Sie mal da an. noch, Ja. was willst du denn da noch rausholen? Lisi, lach nicht so. Weiß ich nicht. Was? Geölte Stimme. Ja. Nein, wir kommen. Ja, ich habe noch nicht getrunken. Ich habe nur geredet, ich habe noch nicht getrunken. Nein, jetzt kommen wir wirklich, weil die Lisi Wort und ich meine, zu Recht fordert sie ein, dass wir gefälligst dann einmal am Tisch erscheinen sollen. Die Marillo. Und wie gesagt, ich muss mir vorher noch eine Zigarette dran, weil nachher weiß ich nicht mehr, ob ich es zusammenbringe. Das ist ja so. Aber ich glaube, heute haben wir einen schönen Also mir hat Spaß eine gemacht. würdige Pavlatschen gehabt. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zu Gast warst bei mir. Das Danke. können wir öfters machen bei mir. Ja, nein, Da nächstes brauche ich Mal. nicht mit dem Auto heimfahren. Richtig, ne? Na klar, das habe ich ja gesagt. Ne? Das, also quasi das Gegenangebot, weil nächsten Montag bist du wieder bei mir draußen in der Klause, in der Klause? buckligen Welt. Da machen wir es von dort aus. Und da trinken wir aber nicht so viel, weil
weil da da mal einhatzen und da müssen wir ja einen Waldlauf machen und was weiß ich was. Ja, Holzhaken und so. Ja, ja. Schädeln, Zahn. Ja, wir werden uns nächste Woche wiedersehen. Ja. Wie gesagt, aus der buckligen Welt. 19 Aber Uhr. heute, wie immer, ich werde es entsprechend ankündigen, wiederum in den Medien, wie es gehört. Ja, aber Was wir da für Anboteling machen, steht noch ein bisschen in den Sternen. Wir haben, Es werden regionale Produkte werden, glaube ich. Wir haben uns schon ein bisschen unterhalten. ja. Weil wir haben, also eins kann ich schon sagen, wir werden auf jeden Fall, wenn wir wieder in Wien einmal eine Sendung machen, eine paar Wlatschen ausstreuen, wie wir sagen. Was wird Hubert Hinkofer, wird Suppen kalt werden, Mutter heiß? Ich glaube, die Familie Hinkofer tut sich echt schwer mit den Informationen, die ich verarbeiten kann. Wird Suppen kalt werden, wird Mutterhorst. Also wird die Suppen kalt, wird Mutterhorst. Ja. Ich verstehe. Hubert, so unverständlich es war, was du geschrieben hast, aber so sehr verstehe ich deinen Gedanken. Absolut. Rudi Korbes, Wutzler Vorrat, danke für euch. Ja, genau, ich mache Rudi Vierte. Ja. Hat mich sehr gefreut, der Franzpartei. Bitte euch, ihr seid alle dabei. Leibern. Also nächste Woche aus der buckligen Welt. Mit lokalen Produkten. Lokale Produkte. Am Bottling lokaler Produkte. So ist es. Unbottling, das ist ein fixer Bestandteil, das werden wir immer machen. Was auch immer rauskommt. Jetzt sagen wir herzlichsten Dank, schön, dass ihr dabei wart. Uns hat das einen riesen Spaß gemacht. Klassisches Ende wie immer, ne? Ja, wie immer. Ja. Jetzt hat der Zonko übersetzt. Wird die Suppe kalt, wird die Mutter heiß. Danke, Zonko. Du bist ein bisschen Die große Hilfe, was ist heute geht es aber lang, sagt das Wildcat. Wir sind schon am Schluss, wir sind schon seit einer Dreiviertelstunde am Schluss machen. Ja. Daher. Busl an euch, vierte. Speerstuhl schreit der Ober, Speerstuhl schreit der Ober. Leider geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bisschen das Rasseln mit den Schlüsseln. Ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst einmal der Milchmann mit die Mühle kann schieben, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Und jetzt sowieso bin ich vom Weindal ganz schön deppert, alles was ich anschaue, durch doppelt sehen. Erst wann der Milchmann mit die Mühle kann und schieben, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wann eine alte von der Zunge am Dachboden klettert, Hals- und Beinbruch. denk ich an Goethe, trau mich und her nix mehr. Na, na. Vielen herzlichen Dank, meine lieben Freunde. Viert euch Gott, bis zum nächsten Pavlatschen, der 16er Burm. Viert euch! Viert euch!